Einen wunderschönen Donnerstag. Ahoi. Ja, weiter geht's mit Ark. Was kann man großartig sagen? Ich hoffe, es geht's gut. Ich hoffe, es passt alles. Wir werden heute ein bisschen rumstravanzeln, sag ich jetzt mal. Ich zeige euch gleich, was sich ein bisschen geändert hat. War nicht allzu viel. Wieder typisches Geplänkel, wenn man in der Base spawnt. Yeah. Wieder neue Dinos. Juhu. Ein paar haben mich umgebracht, ein paar haben wir weggekriegt. Hat schon passt. Heute werden wir auf jeden Fall, wir wollen Bienen sammeln. Bienen wollen wir auf jeden Fall haben. Oh mein Gott, das war nicht. Okay. Und vielleicht suchen wir uns ein paar andere Dinos noch. Mal schauen. Okay, Moment, ich tue mal Jens zu. So, Jens. Also, zum Thema. Das war jetzt gerade richtig creepy. Draußen, die Dinger da, die wir vor uns haben gerade so gemacht. In dem Moment hast du die Fackel angemacht, das ganze Haus ist gelb geworden. Und dachte so, oh mein Gott, der hat Bomben zündet. Also, schau ganz kurz, wir haben ein paar neue Dinos, nicht viel, Aber nichts die Fackel Tragisches. habe ich übrigens draußen angemacht, ne? Hier ist ein männlicher Parasaurier, der war gerade zufällig hier rumgerannt. Das da ist ein Tech-Saurier. Ja, aber männlich. Ja, auch. Aber ein Tech-Saurier Aber ist es. Texaurier, genau. Der ist hier rumgerannt, aber das passt schon. Wie gesagt, unsere Dinos sind uns leider gestorben vom letzten Mal. Die Eier, der T-Rex und der Spino. Ha, Pain. Allerdings haben wir hier, ich habe schon wieder einen neuen T-Rex hingemacht, da braucht es noch ungefähr 22 Minuten. Ist leider nicht unter den besten zwei. Ich wollte es einfach breeden. Wir müssen uns eh noch andere Dinos suchen, etc. Wir brauchen sehr hochleveligere Dinos, Jens, damit wir gut breeden können. Oder wir breeden und breeden und breeden und breeden und breeden und breeden. Geht auch. Oder müsste wahrscheinlich gehen. Hier draußen noch was Interessantes für dich extra, ja? Habe ich mir geholt draußen extra. Die Mini-Base. Mighty, Servus. Ähm, Wir haben einen Sattel gehabt. was ist denn das für ein Tier? Komm hoch. Warte mal, Ach so, okay. Parazia haben wir die Sattel haben. Wir haben einen Plattformsattel gehabt, genau. Ja, ich bin hinter dir. Geh mal auf E, runter. Jetzt kann man, hier quasi kann man was draufbauen, eine kleine Base, wenn man mag. So schauen die Sättel auch aus auf dem Quetzal und auf den Brontosaurier etc. Gibt's wohl auch für Okay. Unterwasser-Dino. Oh Gott, nur eine Tonne. Okay. Also, ich hab's mal bau, ich hab das Viech geholt, haben wir gedacht, das passt. Hab den Sattel mal drauf gemacht, haben wir gedacht, ist das wurscht, dann kann er leveln. Er steht mal da, er kann leveln. Wir haben da, wenn wir brauchen sollten, warum auch immer. Und wir sehen einmal, wie er ausschaut. Das passt schon. Ne? Wunderbar, wenn das so wackelt. Ja, das ist super. Wenn du eure Base dafür herrichtest, kannst du den Server auch laufen lassen. Dann sortieren sich die Low-Level-Dinos von selbst aus, indem sie sterben. Was? Unsere Low-Level-Dinos. Wir haben keine Low-Level-Dinos. Wir haben nur Liebe-Dinos. Also die in der Natur meinst du? Ach so. Ach, aber das Tor ist super. Gefällt mir. Mach mal die Türe bitte in jedes Ding ein, die automatisch zugeht. Ach, hast du dich so langsam dran gewöhnt? Du lässt eh die untere Tür immer offen. Also ist eigentlich wurscht. Die da. Also wäre es besser, wenn Ja. es zugeht, ja. Die wilden, ja, okay. Oh, es wird aber dann schwierig, wie ich das austauschen kann, ohne dass das Haus zusammenfällt. Naja, gut, ich darf ja als ausprobieren. Hast du ja mir Freiheit gegeben. Was? Jo. Also du wirst die Tür rausreißen können, ohne dass das Haus zusammenfällt, oder? Ja, indem ich die Wände oben drüber ändere, ja. Sieht dann nicht mehr genauso aus. Man müsste doch die Tür jederzeit rausreißen können, oder? Nein. Wenn du, was denkst du, was ich dann drüben gemacht habe? Wenn ich hinten die Tür rausgerissen habe, ist alles oben drüber eingerissen. Hier? Und drüber gefallen. Ja. Alle Ebenen oben drüber fallen drunter. Zumindest mit dem Original. Mit dem S Plus nicht mehr. Deswegen So, würde ich okay. nämlich die Plattform oben drüber mit S Plus machen. Dann müsste ich eigentlich die Tür rausnehmen können. Wenn das nicht klappt, dann fällt uns das ein bisschen vom Haus zusammen, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Aha. Geht weiter. Und dann können wir die Tür austauschen. Alles klar. Tschüss. Keine Probleme zu erwarten. Aha. Ah, das ist übrigens die Bierkuh, Mighty, von der ich vorher schon erzählt habe, der komische. Also habe ich gar nicht, der Krampf, ich glaube, die habe ich gerade geredet drüber.
Der komische Bierschädel da. Der Bartender. Ach, wir haben übrigens, ich habe ein paar Sättel habe ich rausgezogen aus so Dingen, die wieder runtergekommen sind. Aber für die zwei habe ich immer noch keinen. Für Vinitouch und Abachi. Okay. Wir haben keinen Pachi-Sattel. Wir haben Pachysaurus-Sattel, aber es ist keine, der drauf passt anscheinend. Gibt es auch einen Sattel für einen Pachi? Ja, ich glaube schon, doch, gibt schon. Hier vorne ist übrigens ein Stego, der rumrennt, der ist aber weiblich, wir brauchen einen männlichen. Also, das zur Info. Habe ich schon abcheckt. Der Stego rennt nicht rum, der backt fest in den Bäumen. Ja, braucht man da nicht das Fleisch davon? Wo Stego? Mhm, wir haben doch sicher kein Fleisch mehr. Stimmt, jetzt, dass du es sagst. Ich glaube, dass es echt knapp geworden ist, ja. Ich finde das so cool, die zwei Biberhäusel hier links und rechts und in der Mitte unsere Stühle drin, ne? Aha, das hatte ich ja gemeint noch. Wann haben wir das letzte Mal gespielt? Am Montag oder Dienstag? Montag. Montag. Nachdem ich Ja. am Dienstag, Aber die genau. Biber sind weg oder sind die noch da? Nee, da rennt, also hier hinten packt irgendwo einer rum, hier. Warte mal, ich muss gerade mal was trinken. So. Der packt genauso dumm. Oh Gott. Okay. Und ich glaube, dass irgendwo, ich weiß nicht, ob noch einer rumpackt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was ich gerne hätte, definitiv, Jens, wäre an jedem Ausgang so ein großes Tor. Wenn das problemlos machbar ist. Aha. Aha. Und dann definitiv die Ausgänge mal. Also hinten ist auch ein Biberdamm, oh mein Gott. Ja, ja. Das hatte ich ja mit gemeint, der war ja ziemlich versteckt. Ich würde gern einmal, also für jetzt taugt schon noch. Und ich würde hier quasi hier einmal gern den ganzen Scheiß da wegräumen. Kommst du nicht raus? Wo bist denn du jetzt hingelaufen? Zu der alten Ruine? Rausgerannt. Oh, du bist gerade umgebracht. 87, 87. 130, 130. Bist du schon tot? Ja. Da komme ich nicht raus. Was Hier ist hier für ein Problem? Hier ist ewig viel so gezuppelt, der ganze Wald, das kann doch keiner anschauen. Ja, musst du halt mit leben. Was? Wir sind Menschen, wir machen das weg. Du meinst, wir stellen dann Fackeln hin? Irgendwas grummelt Wo hier. bin ich denn gerade hergekommen? In welche Richtung? Da. Irgendwas ist gerade an mir vorbeigerannt. In Oliraptor. Das war jetzt leicht creepy auf jeden Fall. Bernhard, servus, hi. Ich habe nämlich zufälligerweise gleich mit der Faust geschlagen. Einmal einen in die Fresse beim Vorbeilaufen. So patsch. Ich wusste nicht so richtig, ob das ein normaler Raptor ist oder ein anderer. Und Ich also hab- hier dieser. Die Lopposau heißt er ja. Gut, habe ich vorher zwei weggemacht, ja. Ja. Da dachte ich, naja, bevor der zuschlägt, tue ich ihn erstmal eine reinhauen. Also ich level die Rex aktuell auf Ausdauer, gell? Nur zur Info. Guck mal, da kommt was Blaues runter. Ja, darfst du dir gerne holen. Ich sag mal Hi zum Stego. Okay. Na du? Na du? Stego find's gar nicht so geil. Okay. Stego hat gesagt, er geht lieber. Hat er gesagt, er wandelt sich jetzt um in Steaks. Ja, das ist der Stegstosaurus. Kennt man doch. Das haben wir ja noch nie gehabt. Wasserflasche? Nein. Kleines Beet? Fast Mittleres Beet. mittelgroßes Beet.
Oh mein Gott. Also der Bist du mich gleich mal oben rein. würde ich auf jeden Fall irgendwo hin tun, wo es auf einmal nicht kaputt geht, ja. Ja, auf dem Podestzettel. Auf dem Podest. Zum Ausstellen. Podestzettel, Sattel. Äh, Ich tue jetzt mal das gute Fleisch, das wir jetzt gerade gekriegt haben. Ich tue es mal da aktuell rein. Es ist leider Gottes ziemlich schnell kaputt. Bevor es kaputt geht, grill ich es immer. mhm. Einfach dann was haben. Was brauchen ist ein anderes Thema, aber wir haben es halt dann. Gut, jetzt. Jetzt. Ach, Terraner hat noch mal einen weiblichen noch. Mhm. Aber der kann aktuell noch nichts. Also noch nicht recht viel tragen, tatsächlich. Wir brauchen nur irgendeinen Aufgang zu dem Ding darüber. Die Schorschi. Ja gut, der Lachs, da geht's. 162 Kilo, jetzt kann man mal fliegen damit, glaube ich. Jo, jetzt geht's. Hui. Oh. Was im Level aufgestiegen jetzt schon wieder? Okay. Dann gucken wir mal, was kannst denn du? Machen wir mal Gewicht, ist ja wurscht. Nur als Notfall quasi gedacht. Okay. Ansonsten. Dinos haben alle durchgelevelt. Die Krokos, genau, ich habe übrigens auch die Sauri haben mal reingeholt in die Base, zumindest die Krokosauri und den ganzen Mist. Weil wegen jedem Scheiß, der herumgerannt ist, hat die halbe Base durchdreht. Das war irgendwie. Also eigentlich müssten uns alle auf passiv gestellt sein in der Base. Auch die Spinos. Ja, normalerweise in der Base, außer die Vögel, sind auf passiv und fliehen. Die Quetzal, glaube ich, auch noch. Mhm. Aber der Rest, glaube ich, ist jetzt auf. Ja, genau, die Quetzal auch noch. Der Rest ist auf passiv gestellt in der Base. Außerhalb der Base auf neutral. Okay, dann tue ich mal. Ach, das geht immer noch nicht auf. Sind die Viecher laut? Ich tue mal ein paar Tore wegmachen, ne? Bau halt erst die neuen. Was? Oder machst du die weg? Oder machst du das weg? Weil da gibt es auch automatische. Oh mein Gott. Die Weißt großen du, brauchen. wie. Die großen brauchen wir. Also wir werden die anderen, dass wir aus der Base rauskommen, eigentlich wichtiger tatsächlich. Eins nach dem anderen. Ja, aber das Wichtige zuerst, würde ich sagen, oder? Ja. Zum Beispiel die Eingangstür hier. Ich merke schon, du verbreitest alle Steine und lässt wieder rum, weil du keine Steine mehr hast. Ja. Also, ich habe keine Steine mehr. Das kann ich jetzt vorne bauen, das ist halt auch offen dabei. So, ich schaue mal mit Cheater-Handy. Schau mal, ob wir Sehr irgendwo, gut. irgendwo eine Biene gekriegt haben. Show Wild Animals. Die heißt doch als die Bienenkönigin, ne? Ja. Wir gucken mal. Le guck. Die Krokos sind aber schon ein bisschen im Wege. Du kommst ja hier kaum mehr raus. Ohne Ja. über den Kroko. Oder über die Quetzal zu fallen. Aber besser glauben Ja, wir es. Besser, wie wenn die Quetzals durchdrehen und die halbe Base aufscheuchen. Und warum können wir die Krokos nicht um knapp 90 Grad drehen? Da. Danke dir, Markus. Merci. Danke dir. Vielen lieben Dank, der Danke Phoenix. Ahoi. So viel lassen wir jetzt fressen. Der Schwan. Hier ist das. Also ich hätte gern so Fische da. Die Megalodon. So 8 oder 3. Das sind T-Rex, ne? Ja, das heißt. T-Rex haben wir. Dann schauen wir da mal, was es noch Gutes gibt.
Diri, 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 diri. Der Def halt nicht mehr viel aus. Markus hat ihn gerade wieder gut gedamaged. Wir gehen jetzt mal auf jeden Fall auf die Bienenkönigin, würde ich sagen, oder? Die holen wir uns jetzt, Jens. Weil der Honig doch ganz gut ist für die Traps, würde ich sagen. Mhm. Ich habe gerade die Krokus etwas umgeparkt. Ja, solange es in der Base drin bleiben, ist okay. Der Rest ist mir wurscht. Ich habe die nur 90 Grad gedreht. Überhaupt kein Thema. Du kannst die 4 hinstellen, wo du magst. Ich habe es auch schon mehrfach Wir müssen umpackt, eigentlich weil die einfach... unser Steintorbogen kaputt. Was hast du denn da gemacht? Steintorpo. Ja, ich sag ja, die sind immer wieder durchdreht. Es war Alpha-Raptor war herin. Noch gar nicht erzählt. Aha. Und dann haben die... Okay. Bin ich raus, weil der hat nämlich die Diplodocus angegriffen. Aber die Dinger fliegen ganz schön, wenn du mit Diplodocus einmal mit dem Kopf so aushaust. Das hat den Raptor einfach mal über den ganzen See drüber gestülpt. War bestimmt ein Bug. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es gewollt war vom Spiel, aber dann haben die T-Rex den Rest gemacht. Das hat schon passt. Aber es war trotzdem ein bisschen Pain, weil die Vögel alle kreuz und quer in der ganzen Base rumgeflogen sind und ach, das war... Gott. War leicht der Fisch. Jo. Ich gucke da. Das Viech, wo wir den Plattformsattel drauf haben, war übrigens Richtung Sumpf vor, aber eigentlich am Wasser entlang. War ganz chillig tatsächlich. Ach, Hannopas steht auch scheiße. Ja, die stehen allgemein scheiße, die Diplodocus. Ich weiß nicht, für was wir die brauchen. Wir haben es halt, dass wir es haben. Wir könnten die alle in Kapseln reinsperren, wenn wir wollen. Wir brauchen immer so einen Tech-Replikator, dann könnte man wahrscheinlich die Kapseln, die Dinos Ewigkeiten lang einfrieren. So, ich habe den gerade auch etwas zurückgesetzt. Der hat ja... So. Okay, dann tue ich noch das eine Tor. Dann haben wir zumindest unsere beiden Ersttore hier mal automatisiert. Dann tauscht bitte als nächstes die 2 Türen im Haus aus, das wäre sau cool. Die untere und die obere. Zum Balkon raus. Ein bisschen umbauen müssen wir es dann eh so nach und nach, weil wir wirklich schauen müssen, dass wir einfach auch einen kleinen Bereich kriegen, der vielleicht das Gewächshaus dann vergrößert oder je nachdem mal schauen. So nach und nach. Ah, ich habe eine Bienenkönigin gefunden, glaube ich. Und sogar, sogar 2. Bedenke, in 5 Minuten schlüpft das, Ja, ich weiß. das Ei. Ich weiß, ich habe bloß geschaut, wo es ist. Und zwar merkt ihr mal, wir sind auf 34, 68. Das soll ich mir merken. Logisch. Oder ich schreibe mir es auf. Also eine 3, die da irgendwie nicht hingehört und 4, 6, 8. Hättest du gesagt 24, 68, das wäre viel einfacher. Weil Ja, 2, 4, 6, 8. du 1968 Warum? geboren bist, oder was willst du damit sagen? Nein, 2, 4, 6, wieso? Das ist eine gerade Zahl, die immer um 2 höher wird. Und 4 Mal. Das ist doch ganz einfach zu merken. Okay, wenn du meinst. Hm. Also gut. Ich habe gerade was Lilanes geholt. Aber hier sind einfach mal 2, das ist schon mal gut. Und hier schaut es einigermaßen chill aus. Das hier schaut einigermaßen was? Chill aus. Bis auf die 15 Krokodile und die 3 Spinos. Ist ja nix. Mhm. Na, hier ist eigentlich tatsächlich so ein Krokodil, habe ich gesehen. Ja doch, und hier ist noch... Was ist denn das? Ach, ein Terrorbird. Ja gut, die sind... Ach, wenn es weiter nichts ist, ne? Die Terrorbirds sind nur schnell ohne Ende, aber eigentlich relativ okay. Hier, was ist hier noch? Parasaurier, hier sind eigentlich mehr die Lieben. Hier ist das Krokodil, wo ich gesagt habe, ja. Ja, aktuell ist hier noch relativ wenig los. Was ist denn mit dem los? Okay, ist noch ein Krokodil. Oder? Und der Raptor? Irgendwie wird es immer mehr. Ja, aber das Krokodil ist
Es sind ein paar so kleine Dinger, ein paar so kleine Dilophosaurier, die machen sich gerade gegenseitig weg. Der Raptor, glaube ich, ist weg durch die Triceratops weggemacht worden gerade. Und da vorne ist noch ein Kanosaurier, aber das ist jetzt ewig weit weg, das Zeug. Hier ist auch noch ein Kano. Mir wäre es auch lieber in der Dinge in der Base davor, also in dem Bereich, wo wir quasi vorher schon waren, wo wir den einen Teddy gekriegt haben. Hier waren ja so Bienennester, aber die haben wir aktuell nicht mehr tatsächlich, leider. Hier ist auch ein Raptor. Macht sich auch gerade gegenseitig kaputt. Weil hier war nochmal ein Nest dran. Ich glaube hier unten war, hier war auch ein Nest hier drunter. So I think. Mit S-I-N-K. Think. Parasaurier brauchen wir keine. Cool wäre es um die Base rum, wenn irgendwo was wäre. Aber hier haben wir nichts. Breeden hier, okay. So. Also müssen zwei direkt nebeneinander. Wir müssen das Nest kaputt machen und dann kommt das Viech raus. Ich bin gespannt. Ich würde damit nichts Besonderes hinfliegen auf jeden Fall oder hingehen. Vielleicht. Eventuell. Oder wir fliegen hin, bauen eine Kiste hin und ein Bett und spawnen uns dann dahin. So ohne alles. Okay, das war jetzt Zeit abgelaufen. 10 Minuten. Moment, dann müsste der Rexy bald fertig sein. Haben wir noch 1 oder 2 Minuten. Also war gerade der Alarm, nicht wundern. Ich park mal Vogel. Und nehme Fleisch. Ach so, ich darf das gar nicht hier machen, weil du Strukturen ineinander platzieren hast du wieder ausgeschaltet, oder? Das glaube ich ist aus, ja. Waren wir uns eigentlich einig, oder? Ich kann es jederzeit wieder anmachen. Kann es sein, dass ein bisschen... Ich schaue mir mal die Wände oben drüber an, was da alles ist. Dann wird ein bisschen was einstürzen. Also warte erst einmal. Haben wir jetzt hier noch? 1 Minute, okay. Nicht mal ganz. Also Fleisch habe ich genug dabei. Achso, nee, habe ich jetzt gerade gar nicht dabei. Aber gut, das musst du ja noch reinlegen, das wird ja dann nur langsam mehr. Ei. Ist der genauso klein wie der... Nee, deutlich größer. Der Spino hat hier den Platz dazwischen braucht und der T-Rex ist fast so groß wie das Ei, also fast so hoch wie das Ei. Sind beide hier tot rumgelegen. Also müssten die wohl geschlüpft sein, denke ich mal, und sind dann gestorben, als ich es zu fressen gekriegt haben, keine Ahnung, aber der Server war eigentlich aus. Komisch. Okay, haben wir es gleich. Ist aber jetzt nicht von den 2 Guten, sondern das ist der nicht von der Smiley Cyrus, sondern vom Grinsebär, glaube ich. Ich sehe schon. Ja, Grinsebär und Sexy Rexy. Ja, genau. Schade. Blub. Genau. Hui. Benenne. Welchen Namen? Hast du schon geprägt? Keine Ahnung. Okay, nehmen wir erstmal Mini-Rex. Ja, passt. Das ist ein Männchen. Oh, warte mal, erstmal Folgen ausmachen. Muss sicherheitshalber auch, wenn er es nicht macht. Verdirbt das Fleisch schneller? Nee, Wieso? bloß. Ja. Nö. Gut, du hast jetzt fast verfallenes Fleisch reingetan, ne? Ja, mich hat's gerade Wunder gehabt, aber war eigentlich keine Absicht. Aber er verliert sehr weniger Nahrung tatsächlich, gell? Was da? Oh mein Gott, jetzt ich habe bloß Fleisch gegessen. Nein! Verseucht. Salmonellenvergiftung. Ich kann gar nicht mehr reinlegen wie die 4. Ja, am Anfang ist doch, geht es, das wird aber sukzessive mehr. Ich dachte, das waren gerade 5, wo ich reingelegt habe. Hattest du, ja. Du hast mich jetzt Wunder gehabt, ja. Warte mal, ich kann ja auch mal kurz was holen. Mal schauen. Wir können den mal pfeifen, oder? Dauert das jetzt wirklich 8 Stunden? Hast du das nicht beschleunigt? Ja, 8 Stunden, bis er groß ist. Bis er ausgewachsen ist, glaube ich, sind es 8 Stunden. Mein Gott, ich habe schon wieder rohes Fleisch gegessen.
Okay, irgendwann fällst du um. Okay, ich lasse den mal drin wegen der Blume. Ich dachte, das geht, aber der folgt mir jetzt aktuell eh noch nicht. Der backt hier nur auf und ab. And up and down. And up and down. And up. Kommt der überhaupt durch die Tür durch? And down. And up and down. Musst du And den up nicht and dann down. einfrieren? Ach, ich glaube nicht. Ich hol mir eine Rührkapsel. Da draußen ist übrigens was Blaues. Hast du Fleisch dabei? Ja, habe ich gerade geholt. Okay, dann mach ich das. Oh, Blaue. 7 passen jetzt schon rein. Martin. Oh, nice. Passt. Okay, also ich habe eine Rührkapsel. Und weil es das du bist, aber wirklich nur weil es das du bist, hole ich mal das Blaue. Ja, jetzt geht's schon 8. Da ist was super Tolles drin in dem Blauen. Meinst du? Ja, du kennst es noch gar nicht. Ganz sicher. Bestimmt. Gab's das, da das legendäre Wasserglas drin ist? Ich würde eher auf das mittelgroße Beet tippen. Also, Das ist sicher noch gar nicht gehabt. Jens, das kennst du nicht. Das hast du noch nicht gesehen. Was ist es denn, was ich nicht kenne? Ein Messgerät für Himmelsrichtungen. Oh, kenne ich gar nicht. Noch nie gehört, ne? Hat wahrscheinlich auch keiner von uns gelernt. Na. Ich weiß nicht mal, was du willst. Solltest du unbedingt oben in den Schrank legen, es passen schon 10 rein. In den Schrank passen jetzt schon 10 Kompass rein. Richtig. 10 roh Fleisch meinte ich, 11. Aber ich habe ein Diplodocus-Ei, das ist schon ganz nice. Also die Eier, wenn du irgendwo rumliegen siehst, immer mitnehmen, Jens, bitte. Weil die Okay, ja. können wir mach ich mit doch. Kribbel rausmachen und so Zeug. Aber die legen. Ist mir bewusst. Alter, dann machen wir uns mal so eine Legebatterie. Und ein paar so Viecher hinstellen. Was ist denn hier überhaupt? Es gibt, glaube ich, jetzt auch mit dem S Plus, glaube ich, hast du irgendwelche Farmer, ne? Die dir was abnehmen. Vielleicht ist da einer dabei, der Eier aufsammelt? Keine Ahnung, jetzt heißt immer was komplett Neues. Hast du noch nicht gesehen? Nee. Ich habe extra nicht alles groß geschaut. Farmer, sagst du? Ah Gott, ja, ich S weiß Plus gar nicht mehr, Farmer. wie der... Achso, Ach, das sind heißt wir- sogar so. Ach, das sind wirklich Dinger, das sind wirklich, was, Pelz? 100? Willst du mich verarschen? Distributes fertilizer to nearby crop plots. Will collect fertilizer from nearby compost bins and dung beetles. Can use tech generator or Callian soup for fuel. Will Ja, aber automatically das ist use nur fuel. einer. Es gibt aber noch andere. Wie heißen denn die anderen? Der heißt nur einer Farmer. Es gibt, ich dachte, es waren 3 verschiedene. Warte, Level 40, ich schau gerade. Es gibt einen Item Collector. Was Ah, macht da, der? warte mal, es gibt der S plus Nanny gibt's. Gives food to nearby babies under 15%. Oh mein Gott. Ja, okay, mit dem Item Collector bin ich mir nicht ganz sicher. Da steht hier, collects items that Dino drop on the ground. Das könnte es sein, ne? Also nicht nur... Warte, ich schau mal kurz. Also die Nanny wäre wirklich interessant. Gives food to nearby babies under 15%. Okay, weil der Rest ab 10% essen sie ja eh aus dem Ding, aus dem Trog. Imprints nearby non-adult dinos. Non-adult. Can place preserving salt in inventory. Okay, weiß ich gar nicht. Just requires power. Ja, mit was powerst du die? Energie, glaube ich, heißt das dann. Ein Mannequin haben wir auch. Also posable Charakter that you can dress up. Okay, können wir quasi so eine Art Puppe um unsere Rüstungen aufbauen können anscheinend. Schaut so aus wie ein Ding, wie so eine Strohpuppe zum Kämpfen. Mhm. Aber scheint wohl auch ein Ding. Aber Farmer, genau, dann haben wir einen Gardener. Haben wir. Collects crops from nearby crop plots. Can place preserving salt in inventory. Was immer preserving salt ist. Can use tech generator or beer for fuel. Aha, Bier braucht der. Will automatically use fuel if no power is available. Okay. Das war Level 40. Oh, der Mini kann ja sogar schon brüllen, warte mal. Ja, es ist ein lautloses Brüllen. Okay. Das war ja nutzlos. Brüllen in 10 Sekunden wieder erlaubt. Okay. Okay, behalten. Wo war denn der Item Collector, Jens? Welches Level? Welches, weiß ich nicht mehr. Soll ich den kleinen Dino auf Passiv und Fliehen stellen? Oder neutral erstmal? Den Der wird ja kleinen, auch groß. ein Rex? Mhm. Die rennen Stell den sowieso. einfach mit. Ja, neutral, die rennen sowieso davon, glaube ich.
Ah da, es gibt S plus Item Aggregator. Collects and distributes many items from and to many different things. Requires Tech Gen for Power, haben wir nicht. Das ist also ein Ding, also ein festes Teil. Und der Collector. Collects items that Dino drop on the ground and produce in their inventory. Also wool from sheep. Okay. Also das Ei müsste eigentlich darunter fallen, nicht nur die Kacke, die er da ablässt. Distributes poop to compost bins and dung beetles. Okay. Can use tech generator or propellant for fuel. Will automatically use fuel. Was ist a propellant? Propellant. Propellant? Was ist das? Propellant. Treibstoff, super. Also Benzin quasi, okay. Ja, ui. Ich habe nicht mehr genug Fleisch, dass ich das ihm geben kann. Ich hol mal welches. Ich komm. Also 25 passen auf jeden Fall jetzt schon rein. Weiß nicht, ob es Maximum ist. Ich habe nicht mehr. 27. Oh, okay. Geht super schnell hoch. Sehr gut. 0,6%, das dauert für ein bisschen. Ich mach mal die Nanny. Ja, das wäre super. Ansonsten stehen wir nämlich die nächsten paar Stunden hier. Okay, Nanny ist erlaubt. Also, Nanny. Nanny. Power Hetzerl. Ledermenschliches Haar und Metall bauen. Oh mein Gott, wir bauen uns eine Frau. Was könnten hier kaputt gehen? Schilder könnten kaputt gehen. Ich weiß nicht, stört dich das, wenn ein Schild kaputt geht? Wenig bis gar nicht, tatsächlich. Gut, dann schaue ich mal noch eine Etage höher. Zement und Leder. Kannst du Zement mitbringen, bitte Jens? Und zwar so 300 Stück. 300. Okay. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr. Doch, aber ich kann mich bewegen. Passt schon. Lass bleiben. Ja, okay. Gut, ich mach die Wände kaputt. Ja, nicht, dass du dich wunderst. Ja. Ich habe keine andere Wahl, ne? Ja, also du würdest das Ding ändern, aber naja. Was, wenn ich ändern wollen würde? Oh, nee, hey, es funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach doch, normal, da ist ein Türrahmen drin normalerweise, oder? Der ist ja weg, den musst du auch mit wegmachen. Du kannst die S-Plus-Tür nicht in einen Normal-Türrahmen packen. Türrahmen habe ich gelöscht. Okay, na dann ist gut. Ich platziere mal die Nanny. Nearby. Soll ich die mal... Die ist ja nackig. So, ich habe ja eigentlich noch Fleisch geholt. Passt noch ein bisschen Fleisch rein? In die Nanny schon, ja. Wie funktioniert die jetzt? An. Die Nanny. Change food armed. Transfers this amount time to a Dino needs food. 10 ist eingestellt, das passt schon. Ich habe gerade aufgefüllt. Inventar öffnen, entsperren, PIN-Code, umbenennen, abreißen, aufheben, Show Range. Okay, also Nearby ist wirklich Nearby. So im 800 Meter Umkreis, das war kein Thema nicht. Okay, ach so, hier, das blaue. Blau, ja, genau. Okay, ja, das ist ein großer Umkreis. Mary Poppins. Dann, was haben wir denn noch? Height Range. Aber was braucht die dann für ihn? Die braucht irgendein Ding, irgendein Mitnahme für 3 Minuten 42 erlaubt. Okay. Ja, das ist ja wegen. Ach, die ist jetzt aktiviert. Aber was hat die braucht? Wahrscheinlich Benzin, meinst du? Ich glaube Alkohol. Oh, die Tür geht automatisch auf. Wuhuhu. Ja. Achso, warte mal, ich war ja nicht dabei. Okay, du kümmerst dich gerade um die Nanny, ne? Ja, ich bin gerade am Nannigen. Gut, ich schaue noch nach den anderen Türen. Achso, ich wollte eigentlich schauen, wie die aussehen. Ist oben die gleiche Tür? Ja, just requires power. Oder sie sagt, sie will Strom. Strom haben wir hier, ja.
Ja, das habe ich eigentlich gedacht, dass das Ich gemeint gebe der ist. mal Benzin. Das kann sie austrinken, wenn sie mag. Das war kein Thema nicht. Aber Oh. das ist richtig nice. Da können wir eigentlich die Breeding-Dauer auch wieder hochstellen, muss ich ehrlich sagen. Theoretisch, weil das ist richtig nice. Mal schauen, ob das funktioniert. Ja, es dauert 37. trotzdem Ewigkeit, ne? Bis dann Ja, eins. ja. Aber die. Ich muss ein bisschen im Auge behalten, nicht, dass die irgendwie kaputt geht dann. Aber das ist nice. Okay, das lassen wir eingehen. Warte, der hat gefressen, 37. 36 sind drin. Der hat halt jetzt so Nahkampfschaden 143. Ausdauer 588. Also Ausdauer ist ganz okay für einen Start, für einen T-Rex 588. Gesundheit mit 1540 ist auch richtig gut tatsächlich, glaube ich. Ja, okay, das große Tor ist schon cool, wenn es automatisch aufgeht. Vor allem, es geht in beide Richtungen auf. Oh Ja, mein ich Gott. weiß. Ja, okay, das ist deutlich besser. Ja, okay. Ja, passt schon. Haben wir eigentlich den S-Plus-Tisch irgendwo? Da hinten Unter ist der Treppe, unter der Treppe, unter der Treppe. Ist da was drin? Ich weiß, ich muss schauen. Nicht wirklich. Okay. Also, wir haben jetzt 35 drin aktuell im Fleisch. Mal schauen, ich renne das ein bisschen rum und vergesse es dann. Bis mir dann wieder einfällt, dass wir nachschauen müssen. Wir haben wieder Bier. Nein, runtergefallen. Was hältst du eigentlich davon, wenn wir den gesamten Bereich hier quasi auf Höhe von unserer Base einfach vergrößern? Beziehungsweise mal eine blöde Frage. Wie er dranhängt, so ein Haxen so und so, hey. Jens. Level 50 ist das. Wie heißen die Dinger? Baumplattform aus Holz, ne? Ja, was ist damit? Kannst du mir eine Baumplattform aus Holz machen? Eine S-Plus-Version bitte. Ist es möglich? Ich würde gerne was probieren. Oh, ich drohe zu verdursten. Ich konnte gerade nicht zuhören. Du willst schon wieder eine Baumplattform haben? Ja, da hat man nicht zugehört. Eine bitte. Aus Metall. Nee, die kann ich nicht. Nein, mir würde aus Holz. Egal aus was. Billig aus Holz. Wegen mir aus Papier. Ich will nur schauen, ob ich die platzieren kann. 200 Metallwaren und 600 Zement. Und 1600 Holz. 1600 Holz, what the fuck? Ja gut, immerhin, ja gut. Ich merke schon, ich muss das ganze Zeug jetzt dann mal lernen. Und dann einmal, also wirklich lernen. Dass du mal würdigst, was ich hier alles ausgebe. Nein, ich meine, lernen, bauen und dann wirklich vielleicht mit Mindvibe wieder zurück machen und dann wirklich mal aussortieren mit dem Mindvibe jetzt dann einmal. Das glaube ich wirklich das Beste. Willst du gerne eine S-Variante davon haben? Ja, bitte die S-Variante. Nur die S-Variante. Die sind dick teurer. Was ist das? Die sind etwas teurer. Okay, definiere etwas. Also die gibt es erstmal in ganz vielen Variationen. Die kann man umbenennen, oder? Wie umbenennen? Nee, hier, die kann ich einzeln erlernen. Alles unter Level 33. Achso, warte, muss ich noch kurz schauen, weil dann schaue ich kurz mit. Ich gerade am. Der hat auf wie viel hat er noch? 31. Jetzt warte mal. Schaue ich gerade mit, weil ich habe nämlich auch gerade geschaut, was es mehr gibt, aber ich habe gerade auf der Baumplattform geschaut, da hat es bloß eine gegeben. Ja, die normale schon. Aber. Level 33, Baumplattform aus Holz. Ach da, S plus Woodcliff, also Wood, okay, wieder Wood, na gut. Large Woodcliff Plattform. Genau, du hast die Wood Tree Plattform, also Cliff glaube ich ist erstmal unwichtig, aber wir haben eine Wood Tree Plattform und wir haben auch eine Large Wood Plattform. Die Large Wood Cliff Plattform. Ja, die will ich.
Ich wollte nämlich ausprobieren, ob man Baumplattform auch am Cliff platzieren kann. Aber na, dann passt. Ich will die Cliff-Plattform. Cliff. Also die S-Wood Cliff-Plattform kriegst du. Ähm, Okay, die ist sogar ein bisschen billiger als die Standard-Plattform. ja, genau. S plus Wood Cliff Oder willst du Plattform. die Large Wood Cliff-Plattform haben? Die Ähm, große? Kostet dasselbe, ne? Ja. Mach mal die große. Okay, Large Wood Cliff-Plattform. Uiuiui. Ja, genau. Mal schauen, wie groß die wirklich ist. Can be crafted at Platform Smithy. Was für ein Zeug? Ist das Werkbank? Auf Englisch? Platform Smithy ist eine Plattformschmiede, würde ich sagen. Werkbank ist Workbench. Mhm. Was ist denn bitte schön eine Plattform Smithy? Der Plattformschmied halt einfach. Oh, das ist tatsächlich was Neues. Ja, wir haben eine Level Plattform. 30. Wir haben Plattform Plus auch drauf. Das ist der zweite Mod, die haben wir miteinander drauf gemacht. Oh. Requires, was braucht es? Baumplattform hat Holz, kannst du lernen, Jens, musst du bauen leider. Okay, mache ich gleich, aber ich tue erstmal die Türen austauschen. Sonst komme ich hier durcheinander. Aha, okay. Ich sag's dazu. Ist wichtiger. Kristall, Metall, Bahn, Zement. Okay. Ich klaue das mal einfach aus dem anderen. Ja, klar, das 28. Füllt die automatisch auf? Ich hoffe doch. Kann ich gar nicht. Ah, übrigens, genau, bevor ich es vergesse zu sagen, Jens. Wo ist denn... Warte mal, irgendwo noch Kristalle? Oben, Scheiße. oben neben dem Fabrikator, genügend. Im Schrank waren Ja. Kristalle. Zur Info, Jens, ich habe 2 Sachen umgestellt am Server. Einmal den XP-Multiplier jetzt einmal auf 2 gestellt. Nicht mehr auf 1, auf 2. Mhm. Es ist wahrscheinlich nicht viel, aber es ist ein bisschen. Mal schauen. Und ich habe den Night Scale Length, also quasi die Nacht Skalierungslänge, sag ich jetzt einmal, auf 1,2 gesetzt. Das heißt, ein normaler Tagzyklus quasi hat, glaube ich, um die 22, 24 Minuten, irgendwie sowas. Also, oder die sind sich nicht ganz einig, glaube ich. Die einen sagen 60, die anderen sagen 48, bla bla. Also Fakt ist so, es wird so gerechnet, du hast anscheinend eine Nacht, du hast einen Tag und anscheinend hast du die Übergänge. Und die Übergänge werden wohl bei manchen berechnet oder bei manchen nicht. Aber es sind eigentlich 3 Tageszeiten, so nach dem Motto Übergang, Tag und Nacht. Aber eigentlich kannst du nur Tag und Nacht einstellen. Ja, richtig, aber warum hast du denn das jetzt noch länger gemacht? Ich die habe es nicht Nacht? länger, genau, das wollte ich gerade sagen, ich habe es nicht länger gemacht. Du änderst den Zyklus. Das heißt quasi, der Zyklus ist, Wo haben wir denn Metallbahn? Haben wir noch irgendwo einen Schrank mit Metallbahn? unten neben dem Ding hier, Da? genau. Du änderst quasi den Zyklus von dem Ding, sprich, das heißt quasi, na, dann meint es auch da, hätte nicht auf 0,x gehört. Ich habe extra geschaut gehabt, also du kannst gerne mal nachschauen. XX Also ich habe es Magnolia, bei danke mir dir. Vielen lieben geändert im Dank. Einzelspieler, Martin, und ich habe es, oh Gottes Willen, kann ich wenig tragen. Also mir wird so, ganz kurz, mir wird so erklärt. Wenn du den quasi höher stellst, stellst du quasi die Zeit schneller, in der die Nacht vergeht. Du stellst quasi nicht ein, wie viel Prozent davon Nacht, wie viel Prozent davon das quasi Tag sind, und du stellst die Geschwindigkeit ein, in der die Zeit quasi oder in der die Nacht vergeht im Verhältnis zum restlichen Tag. So glaube ich, so das Scale. So habe ich verstanden. Es skaliert quasi. Das nennt sich Night Time, Night Scale. Warte mal, wie heißt das genau? Okay. Also ich habe, da war sich irgendwie keiner einig. Ich habe nichts Offizielles gefunden. Warum hast du da keine Beschreibung? Wenn du auf dem Einzelspieler bist, ne, und startest, kriegst du bei diesen 3 Einstellungsmöglichkeiten, kriegst du eine Beschreibung, was das bewirkt. Ja, also- Wo dann heißt, Also es ist Lower Server. Values machen das und das. Ja. Ja, aber du kannst doch das vom Einzelspieler auf den Server doch genauso übermitteln. Night Time Speed Scale. So heißt's. Night Time Speed Scale. Die Okay. Geschwindigkeitsgewinn habe ich auf 1,2 gesetzt, somit müsste sie eigentlich schneller vergehen. Ich habe auch das Ja. Gefühl, dass sie schneller vergeht. Gut, werden wir sehen. Bin mir aber nicht sicher natürlich. Also 1,2 ist es vielleicht auch ein schlechter Faktor. Vielleicht hätten wir es auf 2 stellen müssen. Da wirst du es dann deutlich feststellen. Aber ich wollte Oder halt, ich solltest wollte halt nicht so extrem hochstellen, dass es einfach nur, dass es auch wirklich nur Nacht ist.
Okay, wann wird unser Baby gefüttert? Wenn es nichts mehr hat. Ach so, das war ja Ah, Holztür. Ach scheiße, ich habe keinen okay. Holztürrahmen. Also, wenn es leer ist, das Baby, dann füttert die automatisch 10 Stück rein. Mach mal 25. Wann kriegt. Ah, jetzt, okay. Passt. Also, die Nanny funktioniert. Okay, sehr gut. Die Nanny funktioniert. Also, es muss halt leer sein, dass sie nachlegt. Das ist das Einzige. Okay, dann haben wir das schon mal soweit. Das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Was haben wir denn noch in dem Bereich? Den komischen Item-Kollektor. Also, Eswood Double Door. Na dann. Die komischen Dung-Beetle hätte ich auch noch gern, weißt. Die komischen Kotkäfer da, die Mistkäfer. Aber can use Tech Generator. Wann kommt noch der Tech Generator? Ganz am Ende? Warte mal, Level 70. Tech Sprungpolster. Tech Brücke. Tech Gravitationsgranate. Das ist neu. Tech Leash. Hat jetzt eigentlich die Nanny Fleisch im Inventar? Ja, ja, habe ich rentan. Electronic Okay. leash to keep your dinos from wandering too far. Doesn't require power, can only be crafted at S Plus Crafting Station. Okay, aber die Tech-Brücke. Warte mal. Omni-Tool. Ach, das haben wir letztes Mal schon gehabt, genau. Was waren das andere Zeugs? Wir konnten doch nichts mit Tech craften, oder? Bis jetzt. Ist so die Plattform-Dinger dazu kommen? Ich muss übrigens sagen, ganz ehrlich, weißt was ich definitiv machen würde, also was jetzt quasi, ich würde die meisten Einstellungen tatsächlich so lassen, wie sie sind. Was aber tatsächlich, wenn wir irgendwas draufhauen, was ich tatsächlich wirklich machen würde, wäre vielleicht also auch Teleporter-Mod. Da wir da und hin und her fliegen müssen. Das hat sich laut angehört. Nein, 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 es passiert nichts hier. Halbe Haus fehlt. Buh. Teleporter-Mod magst du nicht. Alles andere ist okay, aber Teleporter-Mod ist blöd. Wer sagt da? Ja, Mighty. Also natürlich nur zwischen den Bases, sag ich jetzt mal. Nicht irgendwo in die Wildlist platzieren, nur zwischen den Basen. Ich Okay, sag, sieht doch echt wenn gut ich aus. instabil ist, was ist eine Instabilität? Was heißt alles andere? Okay, also unsere 3 Türen im Haus gehen jetzt automatisch auf. Cool. Das ist ein Roller-Red-Zettel. Okay. Alles andere, ich meine, die anderen Einstellungen würde ich so lassen, so nach dem Motto. Also nicht allzu groß verstellen, das meine ich, sondern lieber die Teleporter drauf tun. Das meinte ich damit. Das war jetzt so der. Ach da, S Plus Refrigerator can snap to itself. Okay, das hast du mit den S Plus Schränken gemeint quasi. Ölpumpe. Hm? Das Zeug ist alles neu. Mal kurze Frage, Meinte, du kennst dich aus ein bisschen? Oder kennst dich aus? Das hat nichts mit der Mod zu tun. Das Zeug ist jetzt dazugekommen, weil wir die DLCs gekauft haben, ne? Deswegen gibt es auf einmal eine Ölpumpe. Deswegen gibt es das ganze S Plus Zeug. Ja, das S Plus ist alles wegen der Mod. Immer Ja, wenn S genau. Plus und Ah, X da steht, ist es, glaube ich, S Plus Mod-Variante. Air Aber Conditioner. Can be placed in Windows. Also kein DOS, kein Linux, Windows. More powerful, bigger range and thinner model. Can snap to itself. Ach, du hast die DLC nicht, weil ich. Schneeeulen. Gibt es Schneeeulen? Holzleder 150 Metallbahn. Oh, Hölle. Schutzanzug Kopfteil. Ball aus erstarrtem Gas. Blauer Edelstein. What? Das sind Dinger, das ist. Ah.
Man muss sortieren nach Ding, nach Insel. So, haben wir noch, Ah, ja, ja, okay. Moment, was? S Plus Toilette. Snaps to internal pipes, spoils raw meat quickly and pooping will instantly spoil all meat. Okay. Also eine Toilette quasi macht Fleisch kaputt. An Wasserleitung anschließend Platz nehmen. Wenn die Natur ihren Tribut fordert, erledige dein Geschäft, fühl dich erholt und spül für fachgerechte Entsorgung. Also es war, weil ich die Oma nicht ausgewählt gehabt habe, deswegen war das gewesen. Tech. Aber Tech gibt es hier, S Plus. Tech-Gramme. Sind Tech-Gramme. Ist das extra? Anscheinend schon, ne? Wie funktionieren die Tech-Gramme? Weil die S Plus Dinger können wir noch machen, hat aber S Plus B, wo Tech geht. Ah, Tech kommt nach Boston, alles klar. Okay. Dann also nie bei uns. wo stelle ich denn diesen riesengroßen Tisch hin? Wie groß ist der Wie groß ist der riesengroß? Warte. Hier, bitte, platzier mal. Ich gehe Also, mal in Deckung. hier mittig. Wo er uns am meisten stört, vor der Treppe. Genau. Also wäre gut, wenn er das nicht unbedingt im Einfallswinkel unser. Hier so? Vor den Glasdinger? So? Okay. Ui, wir haben was Lilanes unten. Jens. Ja. Boah, Stühle brauchen wir noch dazu. Haben wir noch Stühle? Nein, keine Stühle. Bauplan für Taschenlampenaufsatz. Okay, die hat man. Und Rex Baby wird versorgt. Okay, das müsste funktionieren. 14 So. Fleisch hat es noch. Wie sieht denn das hier aus? Ähm, wir könnten jetzt natürlich hergehen. Ich würde jetzt zur Bienenkönigin mal schauen, Jens. Wenn du mir die Plattform mal gemacht hast. Ja, deswegen habe ich ja den hier gemacht. Aber da müssen wir erstmal einiges an Holz reinbringen. Ich erinnere dich an. Warum regnet es? Ui, was Lilanes. Warum? Was? Wo ist was Lilanes? Du hast gerade gesagt, ui, was Lilanes. Das war dein. Ich mochte die Plattform. Holz. Das war die Large Wood Cliff Plattform, ne? Ich glaube, es ist noch irgendwas mit 1600 Holz gesagt oder irgendwie sowas, oder? 1250. So. Okay, ich hol auch mal was. Also 800 sind schon drin. Ja, hol mal noch ein bisschen mehr. Oh, war eins zu viel. Gut. Aber was hast du mein gehabt, meint die? Als Teleporter wirst du nicht mögen. Brauchst du das die. Also ich rede nicht von jetzt, ich rede von irgendwann mal. Oh mein Gott. Ja, also die So, 18. Base haben so nach dem Motto. Brauchen wir noch. Dann wäre das vielleicht mal interessant. Brio ist natürlich irgendwo immer noch irgendwie Bosse etc. Also Holz ist drin. Jens? Ja. Könntest du noch 70 Metall mit hochbringen? Ich kann nicht so viel tragen auf einmal. Kann ich schon. Also Metallbahn, ne? Würde mich nicht überraschen, wenn es Tech-Portale gäbe und du keine Mod brauchst. Ach so. Oh, wir brauchen noch 500 Fasern. Komme. Gut.
Also hätten wir wahrscheinlich sogar umgehabt, aber ist egal. Dann mittlere Ebene. Ist drin. Ja, danke. Okay, ist gebaut. 90 Kilo. Wow. Yeah. Wo kann ich die rankatschen überall? Aha, 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 aha. Oh mein Gott. Das ändert für ziemlich viele Jens. Wieso? Hast du das Stream an? Warte, nee, habe ich nicht. Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder Werbung kriegen. Schau die Werbung an. Ich werde dafür bezahlt. Okay, und wo snappt das an? Also ich sehe es. Ja, überall an jedem Cliff. Zum Beispiel, man könnte jetzt hier zum Beispiel ein ganzes Stück rausbauen, wenn wir wollen würden. Hier, warte, ich geb's dir mal. Wo bist du? Okay. Also snappt an, es ist eine Cliff-Plattform, das heißt, es snappt an jeglicher Art von Stein. Also hier zum Beispiel kann man es überall dran bauen, wenn man mag. Darfst da gerne was aussuchen, wenn du magst. Oh, die ist wirklich groß. Mit Oh lala. mit Leitern verbunden zum Beispiel. Wäre die schon ganz nice, ne? Oder warte mal, kannst du die, komm mal mit? Nein, schau, das ist zu groß, gell? Zwischen die Cliffs reinbauen. Eventuell geht das? Ich weiß hier hinten, wo die Dinger, wo die, so als Verbindungsstück quasi. Ja, hier glaube ich nicht. Aber hier hinten, wo das B-Motor ist, oder? Das große, hier haben wir doch so ein Ding. Achso, man könnte quasi hier die ganze, das meinst du mit die ganze Cliff, uiuiui. Wo bist du gerade hingelaufen? Zum großen Tor, zum großen Tor. Zum großen. Gut, ich weiß nicht, wie Aber groß. was willst du denn da zubauen? Dass es noch dunkler wird da oben, oder? Nein, ich wollte bloß schauen, ob man quasi zwei Kliffe damit verbinden kann. Das war jetzt eigentlich die Frage. Also richtig, Okay. so richtige Brücken gibt es ja, glaube ich, nicht, oder? Gibt es Brücken? Es gibt sowas wie ein Verbindungsteil. Ach Gott, ist das dunkel hier. Hast du Licht vielleicht? Ich habe eine Fackel. Ja, ich sehe nämlich gerade gar nichts. Also hier kann ich sie nicht platzieren. Ich kann sie auf einer Seite platzieren. Achso, okay, nein, ist ja wurscht. Dann, oder, ja gut, ich schau mal. Dann brauchen wir halt Ja, die Dinger, die Plattformen irgendwo noch. Das wäre jetzt ganz nice. Generell würde ich mir jetzt auf jeden Fall einmal an Taming im Sinne von Wasserviechern mal machen. Wäre mal interessant. Wie schaut es eigentlich mit dem Level aus? Ah, da hat ein bisschen Mist. Naja, gut. Dass wir den komischen Ding mal komplett hätten. Wobei Tauchausrüstung hätten wir doch, gell? Okay, aber du wolltest doch die Plattform wohin mitnehmen. Ja, gib sie mir mal, ja. Ich wollte ja Okay. irgendwo da dran pappen draußen, aber Hier bei uns. ja. Wofür? Um Dinosaurier zwischenzupacken. Agitavis Landeplattform zum Beispiel. Dafür ist es vielleicht wirklich ein bisschen groß. Es gibt auch noch eine normale Plattform. Ja. Ja. Mei. Ich würde die mal gern irgendwo platzieren, aber ich will es halt dann wieder wegkriegen, das ist mein Problem. Oder so als Regendach für die Quetzal, so drüber. Ne? Das ist ein anregnet. Das musst du schon mal 200 Metall wert sein. Und 1600 Holz oder 1400 Holz, irgendwie sowas. Hat das eigentlich was gebracht mit dem Benzin oder? Von der Nanny? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sie läuft aktuell noch.
Also, entweder Ja, rei betriebsbereit. Genau, ich das glaub, ist das Zeichen, was du sonst halt bei Elektrogeräten hast. genau, also ich denke, sie braucht wirklich nur Strom wahrscheinlich, ja. Also, aber Benzin ist auch nicht so schlimm, wenn drin ist. Ich nehme die Plattform mal mit den Vogel. Der halbiert sie nicht, gell? Nee, 90 Kilo. Ist wurscht. Also entweder kümmern wir uns jetzt langsam um die Dinge, um die Biene. Ja, wäre doch was, ne? Dann kommen sie mal mit mir. Muss ich was mitnehmen? Du kannst auch noch gern 10 so Blumen mitnehmen, wenn du magst. So seltene Blumen. Nimm mal 10 mit, ich habe auch 10 dabei. Ich habe Fleisch dabei. Du kannst Beeren kannst du mit. Nein, obwohl, nein, die brauchen wir. Die Blumen. Die Bienen fressen die Blumen. Ich habe 3 Kryokapseln dabei, das müsste reichen. 4 sogar, 4. Und ansonsten. Okay, 10 seltene Blumen habe ich dabei. Irgendwelche Betäubungspfeiler? Ja, normale Betäubungspfeile, halt die ganz normalen, die dann immer hernehmen, die mit dem komischen roten Ding da hinten dran. Okay. Und ein Gewehr. Und sonst glaube Das ich, wird Gewehr? passen. Ja, das Gewehr zum Schießen der. Schnellschussgewehr? Gut, wo war Nein, das ganz das? normale halt, das ganz normale Gewehr, das wir zum Betäuben hernehmen. Flinte, ne, die habe ich ja. Okay, dann Die passt das. Stonne. Passt. Okay. Ja, und für die kleinen Viecher, die auf uns zukommen? Würde ich mit der Machete machen, oder? Mit dem Schwert. Okay, ich weiß ja nicht, wie viel Schaden die anrichten. Ich auch nicht. Okay, gut. Dann sind wir halt eventuell tot. Passt. Braucht man doch vielleicht eine andere Rüstung. Für was denn? Also die Viecher haben letzten Argentavis umgebracht, will ich dir nur sagen. So, jetzt wollen wir ja nicht, dass sie einen Argentavis angreifen, sondern wir wollen ja, dass sie uns angreifen. Der hat einen Agetavis, ja, wir können einen Agetavis auch in unser Ding reinpacken, wenn du magst, in unser Kryokapsel, aber gut. Genau. Also ich will ja auch nicht, dass sie einen Argentavis umbringen, sondern sie lieber uns umbringen. Völlig in Ordnung. Ich weiß noch nicht, wie viel Schaden, weil der ist ja... Hat ja nicht lange überlebt. Okay. Weißt du, was ich meine, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, dass der nicht das Ding umbraucht, dass der nicht die Bienen umbraucht. Also es waren halt 5, 6 so kleine Bienen, denke ich mal, die haben die ganze Zeit draufgestochen und der war halt noch dazu, glaube ich, irgendwie der ist ja nicht geflohen, der hat die ja aus irgendeinem Grund angegriffen, das war das Problem. Soll ich. Okay, dann, warte mal, machen wir es mal so. Wollen wir mit dem Pteranodon fliegen, oder was? Ach so, brauchen wir 2. Nee, jetzt kommen wir. Ich fliege mal mit dem Uhu. Ja, warum nicht? Unternehme ich, Beide mit. unternehme ich dich mit. Ja, genau. Achso, Macht doch mehr okay. Sinn. Wo bist du wieder? Ich bin hier unten. Ah, da. Okay. Kannst du nur gerne in eine Kryokapsel packen, temporär. Agentavis? Ja gut, er hat das ganze Zeug dabei. Oder weiter weg parken. Ja, ich flieg wahrscheinlich. Ich würde. Ist da erstmal irgendwas in der Nähe, was ich vielleicht abschießen soll? Muss ich schauen. Ich fliege jetzt erst da unten. Wir sind am Weg. Okay, ich habe mal Abendbrust geladen. Genau. So geil da vorne rechts. Das Lilane ignorierst du bitte. Auch wenn der Kreis drumherum ist. Oh, wir haben was lila. Oh, das kommt runter. Wir müssen dahin. Da ist was Wertvolles drin. Da unten sind, genau so haben die ausgeschaut. Solche hat man in der Base. So richtig schön gestreift. Okay. Na gut, okay, hier ist Mal, aktuell das sind sogar gerade Stegos. safe. Ja, Hoch safe. mal runter noch mit. Was war drin? Warte, muss ich nachschauen, aber du kannst von mir aus. Wir haben einen fortschrittlichen Manta-Sattel bekommen und wir haben einen Metallpfeiler bekommen. Okay, ja gut. Metallpfeiler, glaube ich, hatten wir noch nicht. Manta-Sattel, glaube ich, haben wir schon. Mantas war das haben überhaupt. wir ja. Ich glaube,
Sind das Baublende oder sind das richtige Sachen? Es war richtiger. Okay. Da links siehst du die Okay. Dinger? Links. Hier links. Ach, dort. Ja, da sehe ich eins. Gelb. Genau, und dahinter ist gleich das zweite. Siehst du das? Dahinter ist ein zweites. Jetzt so in einer Linie, an anderen Felsen dran. An einer Linie. Da. Ach, im Schatten. Nee, habe ich nicht gesehen. Okay. Okay, jetzt schauen wir mal kurz, ob es hier was gibt, was wir umbringen müssen. Ich sehe jetzt aktuell hier tatsächlich eigentlich nichts Tragisches, ne? Hier oben ist auch nichts, oder Parasaurier? Da ist ein Dodo. Dodos rennen hier Da oben rum, unten ja ist genau. ein Dilophosaur auf dem Boden. Der Hab ich ist auch auch gesehen, nicht ja. tragisch. Da rennt, was ist das hier? Die Dorfenseite. Ach nee, das war ein Trodon, oder? Das ist ein Trodon. Achso, okay. Ansonsten würde ich dich jetzt mal absetzen, hier am Felsen gegenüber. Kommst du da hin so? Also. Okay. Ich würde mal drauf sitzen bleiben, wenn es quasi jetzt, dann kannst du mal drauf schießen. Wenn es quasi, wenn die Viecher kommen, dann würde ich wegfliegen. Oder ich setze mich hier höher. Okay. Kann ich schießen? Aber normal schießen, ne? Nicht mit Betäubungspfeil, ne? Ich würde normal schießen, also das Netz muss erst kaputt sein. Okay. Schau mal aus der Entfernung an. Ui, da kommen jetzt einige. Du kommst klar? Ich nehme ganz schnell an Leben ab. Ich sehe es gerade. Okay, ich glaube, ich muss dich gleich wiederholen. Nee, du bist. Uiuiui. Hab ich noch eine? Warte, ich bin noch nicht tot, aber ich bin fast tot. Hölle. Also du bist gestorben. Aber warte, schieß mal nicht drauf, schieß mal nicht drauf. Die fliegen hier außen rum. Um das Nest sehe ich gerade. Agetavis, wenn die Dinger frisst, der kriegt an Ding an. Die gehen wieder rein, sehe ich gerade. Wie geht's dir? Ich bin nicht gerade besser regeneriert wie vorher, ne? Du hast nicht zufälligerweise irgendwas zum Heilen dabei? Kann ich holen. Bin unterwegs. Okay. Wie spät haben wir es denn eigentlich? 9:30 Uhr, okay. Das normale medizinische Gebräu reicht, oder? Ja, ich bin nicht vergiftet worden oder sowas. Also, Okay. aber ich brauche einfach nur wieder Leben. Bin unterwegs. Also die paar Dinger haben mir 210 Leben weggenommen. Oh, ich hab gesehen, dass die meisten. Ich glaube, das war das Problem. Die Agetavis halten ja einiges aus, aber es waren halt sehr viele und er hat sie nicht gewehrt. Ja. Das gleiche mit den Piranhas. Einer ist okay, zwei, ja, drei. Wenn es mal 5 oder 6 sind. Aber selbst mit werden, also die sind mit einem... Es kann sein, dass ich gleich tot bin. Hui! Ich bin noch mehr tot als vorhin. Aber du lebst noch, höre ich raus. Ja, aber... Der eine Trodon hat mir gerade noch mehr zugesetzt. Hat Rodon, okay. Ja, da unten ist noch ein zweiter. Ich bin schon unterwegs, bin schon wieder da. Ja, passt schon, passt schon. Das heißt, du dich hinfindest zu dir? Oh Gott, jetzt habe ich auch noch eine blöde Fliege. Das ist ja alles hier, was er umbringen möchte. Okay. Mega Ey. Neura. An der Stanz und gestorben. Mega neu, dass die komische Stanz, ne? Das wäre jetzt blöd gewesen. Nee. Vom Trodon fast am Abnibbeln und dann kommt so eine blöde... T-Rex umbracht, Raptor umbracht, das heißt auch nichts. Und so komische Stanz wurden gestochen. Letzter Tropfen Blut ausgesaugt, tot. Aber hier, glaube ich, links ist der Berg vom Gigantosaurier, kann das sein?
Ja, Ich fürchte fast ja. tatsächlich, das ist er. Oh mein Gott, scheiße. Hier unten sind wir wirklich rumgerannt damit, ja. Stimmt, da warst du nah an unserer Mhm. Base dran. Stimmt, ich bin wieder da. Warte mal, ich tue mal in den Vogel rein. Da bist du. Nimmst du mal, also es sind 50 Dinge, nimmst du mal aus dem Vogel raus. Äh, Alles oder die Hälfte? Ruhig alles. Also ich brauche keinen einmal. Okay, gut. Danke. Versteck mich wieder. Ich muss es nur ein bisschen umswitchen. So, anstelle von Essen brauche ich jetzt mehr. Oh, okay, gut. Dann, okay, soll ich wieder, ich schieß mal, ne? Warum geht der Stream nicht? Doch, müsste Hm? passen, kennt sie. Müsst du hinhauen. Warte mal. Okay, doch, geht schon, geil. Ich habe mir gedacht, ich muss. Vielleicht einfach neu laden, kennt sie? Master of Technics. Das liebevolle Dissen. Oh, ich habe eine Riesenbiene getötet? Nee, das passt schon. Das Netz muss jetzt mal weg. Das Netz muss erst. Okay, gut. Also glaube ich, zumindest habe ich so gelesen. Lala. Ja, wenn dahinter ist noch eine Jens, kein Thema. Wir machen das erste Mal jetzt. Ja. Oder du besser gesagt. Okay, ich schieße wieder drauf. Bei mir geht er nicht. Naja, egal, viel Spaß euch noch. Okay, ja. Danke, dir kennst aber. Also, es geht. Ich habe gerade die Vorschau offen, tatsächlich sogar. Guck mal hier mit. Ich bräuchte eine gute Rüstung. Was machst du denn da? Mithauen. Es kann nur sein, dass ich die dann erwische, ne? Ich hol mal Rüstung für dich. Ja. Ich schau mal. Den Mauszeiger klickt. Aber okay, jetzt die laden einfach mal nochmal neu. Vielleicht. Keine Ahnung, was es ist. Also es geht auf jeden Fall. Bei mir ist live, doch, funktioniert alles. Diese Horrormeldungen, wenn er so, Stream geht nicht. Du kommst klar, ich höre, dass der Maus, gerade der linke Mauszeiger wahrscheinlich gleich durchklickt. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, die stirbt nicht. Ich treffe die nicht. Kann ich so oft drauf zielen, wie ich möchte. Ja, die Hitbox ist teilweise ein bisschen von den Viechern, ich weiß schon. Oder es ist gar nicht mehr da, das kann ich auch sehen. Ja, aber die trifft mich noch. Okay. Notfalls rennt er ein bisschen weg. Papierrüstung wolltest du, gell? Danke. Ich bin betäubt von der. Was ist denn jetzt los, ey? Hab ich auch noch nicht gehabt. Ich bin betäubt. Ja, die Biene betäuben. Ah, danke. Wusste ich gar nicht. Jetzt. Ja, doch, das hat man doch schon öfter. Ich bin da schon mal gegen Zeug. Also, ich weiß nicht, ob es alle können, aber generell die kleinen Bienen, die ganzen Käfer, die betäuben dich nach und nach. Gut, okay. Nee. Also Ja, alle Käfer, die rumfliegen, machen das. Ich bin ja glücklicherweise nicht lange gelegen. Oh lala. So, aber dafür ist fast alles, was ich hab, kaputt. Ich fürchte, dass die Metallrüstung, die ich dabei habe, ist eine gute Metallrüstung, eine sehr gute. Aber ich glaube, dass die trotzdem nicht allzu lang hält, wahrscheinlich.
Wir können es auch reparieren, das ist kein Thema nicht, aber ich glaube, es wird trotzdem nicht allzu lang hält. Aber notfalls fliege ich halt noch 2, 3 Mal hin und her. Ach, Also ich versichert habe das Servus. bisher 360 Schaden gemacht am Bienenstock, ne? Von den Okay. 5000. Oh mein Gott. Versicherter, wurde gestern das erste Mal geimpft gegen. Ah, okay. Na, ich bin schon durch. Ich bin schon. Also, Ich endlich auch. Jens, also, Kollege am Ding ist auch durch, ja, genau. Sehr nice, okay. Letzte und ich bekomme Woche. noch keine. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Freut mich. Mein Hausarzt hat mich immer noch nicht informiert, dass, Ja. dass zum Impfen was da wäre. Sehr komisch. Die ganzen AstraZeneca werden ja jetzt verschenkt. Ich bin neben dir, Jens. Rüstung ist im Vogel. Achso, oh. Die ganzen AstraZeneca übrigen Dosen, die verschenken sie jetzt, glaube ich, an dritte Weltländer, habe ich gesehen. Oder gelesen. Oder wollen sie zumindest. Also ich habe AstraZeneca gekriegt, 1 und 2. Bei der ersten Impfung hat es mich, ja, so einen Tag, eineinhalb hat es mich gut gehabt. Und der Arm hat mir sehr, sehr wehgetan. Also wirklich über 4 oder 5 Tage hinweg. Und bei der zweiten Impfung habe ich gar nichts gemerkt. BioNTech soll ja eigentlich die zweite stärker sein. Ich kenne aber jetzt so viele Leute, die mit BioNTech geimpft worden sind zwischenzeitlich und die eigentlich bei beiden nichts gemerkt haben. Manche hat es bei der ersten gestreckt. Das ist so unterschiedlich, wenn man drauf ist, aber Gedanken würde man keine machen. Ein Kollege von mir hat AstraZeneca bekommen und lag knapp 2 Tage mit Schüttelfrost und Kopfschmerzen, Fieber und was weiß ich noch im Bett. Ja gut, ist mir auch so gegangen. Ich sage, die erste Nacht war quasi auch Schüttelfrost. Allerdings Okay, auf die willst zweite, du? ich bin weg, Okay, ja. fliegst weg. Sehr gut, ja. Der Ursprungsding war ja quasi immer, AstraZeneca ist die erste, die schlimmste, BioNTech die zweite. Heißt immer so im Groben, aber weiß ich nicht. Ich weiß, welche das bei beiden gehabt hat, also ich kann es nicht sagen, ob das wirklich so stimmt, aber was der wurde halt mit BioNTech, ja, das verstehe ich überhaupt nicht. Wieso mache ich die erste AstraZeneca, wo das Schlimme sein soll, die zweite BioNTech, wo auch schlimm soll? Das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist die Standard-Kreuzimpfung. Ich verstehe es nicht. Ich mache das normal die erste BioNTech und die zweite AstraZeneca, dass ich möglichst wenig Nebenwirkungen habe. Das wäre doch eigentlich das Beste. Aber das ist genau umgekehrt. Also ich verstehe es nicht. Entweder bin ich da, kapiere ich das nicht, Okay, aber keine Ahnung. Also ich bin da. also hilft übrigens wahnsinnig viel besser. Okay, gut. Aber es ist schön, wenn du geimpft bist, das ist super. Ich bin Okay. zwar jetzt auch kein. Ich war lange Zeit auch kein Impffreund, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde mir zwar nie wirklich gegen Grippe impfen lassen, glaube ich. Also habe ich keinen Sinn dahinter gesehen, sage ich jetzt einmal, aber Corona ist halt, ich finde es schon wichtig, dass man wieder einigermaßen in die Normalität zurückkommt. Dass das ganze Zeug endlich mal, ja. Eins bei Antech und zwei auch. Aber hast du den guten Chip genommen? Muss der Doktor sagen, dass du den guten haben willst? Also quasi der Hochleistungsprozessor jetzt dann in den Chip reinspritzen. Also wenn man schon Roboter wird, dann wenigstens ein guter. Das 13 ist, ja gut. Aber noch besser. Okay, noch viel besser sogar tatsächlich. Wenn du noch jünger bist. Das ist, weil da, ja, ist das sowieso ein Streit. Du kriegst gar keinen Schaden mehr, ne? Ich weiß. Aber das stimmt nicht. Mein Leben nimmt schon ganz schön ab. Okay. Aber es ist nicht mehr so krass. Ich weiß immer noch nicht. Oh Mann, ist meine Ausdauer ist hinüber. Okay, ich glaube, da waren wir es, ne? Okay. So, schauen wir mal. Oh, wie war das jetzt? Weil ich glaube, haben sie jetzt freigegeben? Ich glaube, ab 12 Geil wurde es freigegeben, oder? Die Impfrei. Ich dachte schon. Das heißt, war so ab 18 schon so ein Thema, dann ab 12. Also ich habe quasi AstraZeneca auch gekriegt mit der Vorwarnung, ja, ist für ältere Leute und hin und her und was ich was für ein Zeug. Aber ich muss ehrlich sagen, mir war es damals wurscht, Hauptsache geimpft. Der Rest war mir ziemlich egal. Ich kann da auch, wenn du magst, ein Sturmgewehr holen. Ich glaube, das wäre besser. Werde von meinem Bruder und meinen Kollegen von uns Okay, ich beiden warte mal. eigentlich zum CS Pro ausgebildet. Weil ich 13 bin und das dafür einen guten Halt ist und die wollen
Ja, P und Backstage ist es dran. Was wird von meinem Bruder und meinen Kollegen von uns beiden eigentlich zum CS Pro ausgebildet? Okay. Weil ich 13 finde, dass dafür ein gutes Alter ist und die wollen VIP und Backstage-Tickets darum. Oh mein Gott. Macht aber echt Bock. Also wenn es dir gefällt, kein Thema. Nur machen, dass andere Backstage-Tickets kriegen, egal wer es ist, hängt in der falsche Richtung, würde ich sagen. Ich kann das von CS, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nicht allzu viel sagen, weil das zu dem Thema, zu dem Zeitpunkt, wo CS rausgekommen ist, habe ich gespielt. Damals hat es noch Tactical Ops gegeben, das war damals die bessere Variante, sage ich jetzt mal. Damals. Martin, bitte auch eine also eine Feldflasche mitbringen. Okay. CS hat sich ja quasi Schwer zu komplett durchgesetzt und ist da zwischenzeitlich auch okay. Nee, aber ich mach, weil ich möchte und Bock. Ja gut, das ist überhaupt kein Thema nicht. Gut, wenn es nicht bockt, ist es perfekt. Es darf bloß kein Muss nicht werden. Das wird alle immer so. In dem Moment, wo du musst, wird schwierig. Ich kümmere mich mal in der Zwischenzeit um diesen blöden Trodon da unten. Ich krieg Mach die das. Krise, wenn ich den die ganze Zeit laufen sehe. Macht es. Sie ist das beste Game. Ich sage, ich bin kein so ein Fan. Also, ich verstehe es, wenn es jemandem gefällt. Ich hab's nie wirklich gespielt, die neueren, muss ich auch ehrlich dazu sagen. Also CSGO sage ich aber speziell. Drum kann ich jetzt nicht allzu sehr mitreden. Ich hab's mal versucht. Maschallah, Maschallah, warum so viele Vögel? Ähm, die Frage ist, warum nicht? Ja, genauso wie du fragst, äh, warum so eine starke Waffe? Bruder Langeweile. Nee, das ist wichtig. Ich kann sagen, warum so viel Munition? Wieso nicht? Ui. Ich hoffe, du hast ein bisschen was dabei. Äh, 700 Schuss? Die Noch Vögel ein sind, Drohner. die Vögel sind halt Reittiere. Problem an den Vögeln ist das, die haben alle unterschiedliche Level aktuell. Man muss die nach und nach leveln. Das heißt quasi, wenn ich jetzt zum Vogel hingehe, weil meiner aktuell hat jetzt eine Ausdauer von 1500 und Gewicht kann er quasi eine Tonne tragen. Der zum Beispiel, Mango, ist relativ niedrig, kann bloß 475 Kilo und hat eine Ausdauer von 670. Bist du schon auf dem Rückweg oder bist du gerade am Vogel erklären? Beides. Und Okay, okay. genau, weil du es kannst, richtig. Weil ich es kann. Aber es sind wirklich, also uns sind schon 2, 3 gestorben, so ist es nicht. Und das ist gut, wenn man Reserve hat, die quasi auch schon höher levelig ist. Und so viele Dinos gibt es nicht. Nur zu wenig. Was ich mal testen werden wollen würde, und ich sage das bewusst, weil ich ja, also weil es ja ähnlich ist, ich bin Bayer. Also, ja, Bayer. Ich könnte es ist noch ein Stück zu der Grenze hin. Oder Schweizer? Nein, Bayer. Bin aber ziemlich weit unten. Na, kommt der denn endlich mal an? Bin da schon da. Aber wie gesagt, In welcher Spielwelt? in deiner? Wo bist du? Ah, da. Auf jeden Fall, was ich mal testen werden wollen würde, wäre Valorant. Ich weiß, das Thema ist ein bisschen langsamer. Ich wollte Rainbow Six Siege schon mal testen, bloß da habe ich irgendwie auch so nicht wirklich jemanden, der das mitmachen mag. Oder die kennen es dann wirklich deutlich besser oder sind ja deutlich besser. Alleine üben mag ich nicht. Und CSGO Okay. habe ich halt einmal gespielt. Vor Ewigkeiten und da war es wirklich so, ich meine, wie du sagst, du bist 13, du kommst auf einen Server drauf und denkst da, juhu. Dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder, also sagen wir mal 3 Möglichkeiten. Die dritte ist aber die unwahrscheinlichste. Möglichkeit eins: du spielst mit lauter Idioten. Das heißt, ob sie können oder nicht, ist relativ wurscht. Aber sie
spielen halt einfach nicht wirklich. Oder sie machen irgendeinen Scheiß. Zweite Möglichkeit, du spielst gegen lauter Vollprofis. Das heißt quasi, egal welches Alter, du hast überhaupt keine Chance. Das Matchmaking, finde ich, ist hinkt da ein bisschen sehr. Gibt es eigentlich quasi nicht. Dass man gleichleveligere relativ gegeneinander spielt. Also ich habe lange nicht mehr gezockt, so ein halbes Jahr, aber ab Platin 2. Ah, okay. Hattest du mir eigentlich eine Wasserflasche mitgebracht? Nee, habe ich vergessen. Okay. Bist du gerade wieder unterwegs? Ja, Oder? ich hole dir Wasser. Ich habe den Team, das ist das nächste, ich habe den Ingame Voice immer aus tatsächlich. Muss ich ehrlich sagen. Ich will die gar nicht hören. Es sei denn, ich spiele wirklich in einer Gruppe mit jemandem, dann ist vielleicht was anderes. Dann kann man die im Discord, im Teamspeak, scheißegal wo haben. Das ist auch kein Thema nicht. Aber so der Ingame Voice Chat ist irgendwie. Aber CS ist absolut gut. Ich kann gegen Global ankommen, die Spiele vom Rang der Höchsten. Sag ja, du wärst so ein Typ, gegen den ich dann drankommen würde zum Spielen. Absolut keine Chance. Sag ich doch, das meine ich. Es sind so viele dabei, die wirklich sehr gut, also egal wer besser ist, egal wie gut das du bist, etc. Aber es gibt so viele Leute, die einfach definitiv besser sind wie ich. Und wenn ich dann quasi anfange, es demotiviert halt doch ziemlich viel, wenn man zu gar nichts kommt. Ich kenne die Maps schon gar nicht, das ist das eine Thema. Geschweige denn, kenne ich die Waffen, was die machen oder etc. Aber wenn du mal willst, dann schreib mir. Okay, na gut, können wir mal. Matti, bist du schon wieder zurück? Willst du mir jetzt eigentlich verarschen? Wie schaut's denn aus mit dir? Ha? Bring auch gleich ein bisschen Nahrung. Ich habe auch nichts mehr zu futtern. Ich weiß nicht warum, aber Nur am Anschaffen, der Typ, weißt sorry, aber du frisst jetzt Fisch. von mir aus kann ich auch essen. Aber gut ist gut, also wenn ich das weiß. Nee, weil Aber ich habe jetzt 60%, also auf 60% runter. Die ersten 2000 Leben von dem Bienenstock sind weg. Also ich muss jetzt kurz was Lilanes mitnehmen jetzt, das hat einen Ring außenrum. Das wäre doch auch deine Top-Priorität, oder? Es regnet. Wunderbar. Passt, Ich habe okay. wieder voll Wasser. Ich habe Nee, trotzdem aber ich nichts zu spiele futtern. nur CS mit Kollegen oder Wingman, also zwei Seiten mit Randoms, aber so normal Match. Ah, okay, ja gut. Das meine ich, wenn du Leute hast, mit denen du spielen kannst, ist das ganz was anderes. Nein, Jens weiß nicht Bescheid wegen dem 28. Mighty. Aber Jens ist am 28. eh nicht da, glaube ich, oder? Okay. Wir haben Oh, meine Kitinstiefel Rüstung gekriegt. ist kaputt. Hast du noch eine Metallrüstung dabei? Willst du mich verarschen, verdammte Scheiße? Aber versichert er da, wenn es mal ist, ich weiß Bescheid, das passt. Sehr gern, danke dir. Hab ich gerade irgendwas Falsches gesagt? Ach, das was. Ich nehme mal alle Metallrüstung mit, die ich habe. Jens, du bist am 28. August nicht da, oder? Was ist denn das für ein Wochentag? Samstag. Vielleicht? Weiß ich noch nicht. Könnte sein. Das ist doch die Zeit, wo du heimfliegst, oder? Heimfährst. Ja, aber das ist ja schon Ende der dritten Woche, ne? Da könnte es sein, dass ich wieder da bin. Jetzt ein bisschen zeigen. Na gut, okay. Das ist. Jetzt warte mal. Weil, was wollt ihr da machen? Gleich was? Hast du eigentlich auch wieder Munition dabei? Haben wir es mal aufgeschrieben? Kannst dir mal die ADC schreiben. Was war das? Du kannst da gerne an Discord beitreten, Mietshaus, wenn du magst, dann sehe ich dich. SNIAX. Ich habe es mal aufgeschrieben, aber wenn du, weiß nicht, wenn du im Discord dabei bist, dann sehe ich dich eh. Also im Mietshaus quasi. Du brauchst Munition.
Ich war jetzt gerade am Zurückfliegen. Ich hoffe, Ja, noch nicht direkt. Ich habe noch. Nee. Ich brauche. Die Munition ist nicht wichtig. 490 habe ich noch. Cute Tanner, danke dir. Ich bräuchte unbedingt was zu essen und wenn es jetzt wieder aufhört zu regnen, eventuell auch dann was zu trinken. Jetzt musst du warten. Ich habe aber jetzt rohes Fleisch. Jens, ich hau dich gleich auf Real Life eine rein, glaube ich. Wie die Munition weggeht, weißt. Das ist der Wahnsinn. Wegen so einem stinkenden Bienenstock. Hoffentlich ist das Ding wirklich worse. Also, Ich kann es ja nicht ändern. Ich weiß nicht, wer das Ding. Aber es ist nur noch 1000 von 5000 übrig. Also das ist jetzt wirklich gut runtergegangen. habt ihr schon gesehen, Sneaks? Also, als Versicherter. Sneaks, besser gesagt, je nachdem. Habe ich schon gesehen, super. Passt einmal frei. Also wir haben 80% weg von der. Willst du mich von dem- verarschen? Aber du kannst. Bist du schon wieder da? Nee. Noch. Ich fliege gerade in die falsche Richtung, glaube ich. Ich kenne mich gerade gar nicht mehr mit. Es wird bald dunkel. Es gäbe ein Flame Turret. Okay. Ich fliege jetzt schon zu Jens, weil sonst weint er. Das ist das Erste. Weil da ist die Rüstung kaputt, dann tut ihm der große Zeh weh, dann hat er einen Pickel auf dem Arsch, dann drückt ihn der Gürtel, dann, keine Ahnung, braucht er ein Shampoo. Weißt, also, Wir können auch gerne einen Martin hier absetzen, ihm am besten noch seine Lederrüstung wegnehmen und dann fliege ich mit dem Uhu weg und dann kann er sich selbst drum kümmern. ich mach's gleich selber. Soll ich mich auf deinem Server mal um Ordnung kümmern, dass der gut aussieht oder dass erst einen grünen Haken in den Regeln aktivieren, dass man erst die Channel sieht, dann die Rolle Member bekommt, kann ich gerne machen, wenn du willst. Moment. Soll ich mich auf deinem Server mal in Ordnung kümmern, dass der gut aussieht, was der oder dass man erst einen grünen Haken in der Regel aktivieren, dass man. Okay, das ist ein bisschen durcheinander, ohne Punkt und ohne Komma. Aber ich weiß, was du meinst. Ich bin tatsächlich damals in die grobe Richtung reinkommen. Da haben wir es gemacht und der Jens, quasi, mit dem ich gerade spiele, ist ja auch der Admin mit unter anderem. Im Discord. Ist alles im Vogel drin, jetzt außer die Munition, glaube ich, hat. Komm. Jetzt. Generell. Für Vorschläge immer gern eigentlich tatsächlich. Müssen wir mal schauen. Ich schreibe es mal dazu. Hast du nur die halbe Rüstung mitgebracht? Ich habe alles mitgebracht, was ich gehabt habe an Rüstung. Mehr haben wir nicht. Wir haben keinen Rumpf. Mehr haben wir nicht, ne? Ja, gerade der Rumpf ist mir. Das hast du nicht gesagt. Ja, ich habe ja gesagt alles, aber. Alles. Ich habe alles mitgenommen, was ich habe. Ay, Caramba. Du musst sagen, Okay. tu's raus, was du brauchst und tu's Essen raus, bevor du wieder jammerst und tu was zu trinken raus, bevor du wieder jammerst. Ich fliege nochmal los und hole und mache Rüstung. Was habe ich für Essen? Du hast wirklich Fisch mitgebracht. Ja. Tu's komplett raus. Ja. Ich mag den ekligen Fisch im Magetabis nicht kommen. Ja, aber ich glaube, du kannst dann bald bar bleiben, weil Wie viel ich hast nehme du? jetzt aber nicht alle, die wiegen alle so viel. Nee, ich kann die Munition nicht alles mitnehmen. Da tu sie rein wieder. Ich tue mal die halb kaputten Rüstungsteile auch wieder raus. Ja. Okay, so geht's jetzt vom Gewicht wieder einigermaßen. Weil es ist nur noch knapp über 1000. Also, ach du Scheiße, jetzt wird's auch noch neblig. Wo waren? Warte mal. Wo war denn der Bienenstock? Da hängt er doch. Direkt über mir. Jetzt nochmal ganz kurz, sicher zwecks Discord. Wie gesagt, die haben wir es damals angeschaut gehabt. Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung von Discord, muss ich ehrlich sagen. Also zumindest vom groben Ding nicht. Es sind ein paar Möglichkeiten drin. Ich habe das tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, die Funktionen, die Möglichkeiten, die Discord hat, nur angekratzt. Das weiß ich.
ich habe am Anfang einen gemacht, einfach, dass er da ist mal, mit ein paar verschiedenen Dingen, mit ein paar verschiedenen Kanälen etc. Da sind die aktuell noch nicht so viele Leute Ja, drauf, muss ja, man ja. dazu sagen. Aber generell, wie gesagt, wenn du da irgendwie so Sachen hast, weißt, ich meine, ich kenne die jetzt tatsächlich nicht so gut, also eigentlich gar nicht, das ist mein Problem momentan noch. Drum gern, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt gleich als Admin. Wenn, dann müsste man vielleicht ein bisschen erklären am Anfang mal, was ich machen muss oder was dein Vorschlag wäre. Das wäre mal ganz gut. Also wenn du für das mal Zeit hast, gern. Können wir es gerne mal machen, wenn es mal passt. Wie gesagt, für Infos bin ich Ist immer klar. gern zum haben. Und auch für Verbesserungssachen jederzeit. Halt dann auch nicht böse sein, wenn ich vielleicht irgendwas nicht umsetzt. Also ist immer PP persönliche Präferenz. Aber generell, wie Was gesagt, machst du? Funktionen. Ich fliege mal bei dir vorbei, haben wir gedacht, ich schau mal, was du so machst. Ich würde jetzt gerade noch Ja, einmal genau. drauf schießen, dann müsste Perfekt. eigentlich ziemlich kaputt sein. Perfekt. Hast du die jetzt alle mitgenommen? Ein Teil davon. Okay. Na Ich hab dann. eigentlich immer abends, ab Mittag 14 Nee, Uhr. einen hast du da gelassen. Okay, ab Mittag. Also ich habe eigentlich immer ab Mittag 14 Uhr Zeit. Okay, ja, bei mir ist es meistens ein bisschen komplizierter, was Zeit angeht, aber sagen wir so je nachdem, ob ich das streame oder nicht, aber wenn es ein bisschen dauert, Ach, danke. Mein Gott, manchmal ist das zum Kotzen, die einzelnen. aber ich habe mir es aufgeschrieben, also ich werde mich definitiv mal melden. Also zwecks Discord auf jeden Fall. Hui, du solltest dann aber vielleicht nicht gerade durchfliegen. Warte, ist das die große? Ist das die. Was? Wo? Gott, Netz ist kaputt, hier. Netz ist kaputt. Ja, und? Die große fliegt weg? Ja, die fliegt weg und die scheißt gerade andere kleine Fliegen aus. Die geil baut ein neues Nest, kann das sein? Hier dran, Ja, ich Jens. kümmere mich gerade. Die ist hier dran, hinten angeflogen. Okay, du auch, danke dir. Hier fliegt sie, hinter mir. Ach Gott, das ist ein scheiß Terrorbird. Ach Gott, fuck. Ich habe einen Pteranodon, der mich gerade angreift. Ähm, ich glaube, der erwischt meine Dance. Ich weiß nicht mehr, wo die ist. Tschö, die Morphodon, der mich angreift. Die vier sind absolut uninteressant eigentlich tatsächlich, aber Ich weiß nicht, wo du bist gerade. ich bin am Wasser, ich bin am Wasser, aber die Biene ist weg. Die Biene ist weg. Ja, die ist weggeflogen. Oder der Terrorbird hat's gefressen, ich weiß nicht. Okay. Die ist ungefähr so groß, also ein bisschen größer wie die normalen Insekten und vielleicht doppelt so groß, sag ich jetzt einmal, macht, haut die quasi Ich hab's, ja raus. ich habe sie schon gesehen, Achso, aber okay. Warte, wir haben doch ich habe eigentlich dann gehofft, dass du dich gleich drum kümmern kannst. ich habe den Terrorbird dann verjagt. Warte mal. Riesige Bienenkönigin. Ist die da hinten dran hängt? Du kannst doch gerne mich erstmal irgendwo mit absetzen, wo man nicht vielleicht. Warte mal. Ich schaue bloß kurz, ob die hier vielleicht rumfliegt. Ja, die fliegt hier rum. Ich hab's markiert, ich hab's markiert. Okay, also die müssen wir jetzt betäuben, ne? Aber ich kann jetzt, glaube ich kann jetzt dich nicht mitnehmen, glaube ich, und die verfolgen. Weil? Weil es beides die rechte Maustaste ist, das ist das Problem. Ja, aber du musst mich ja nur einmal mit der rechten Maustaste greifen, dann kannst du verfolgen. Ja, aber jetzt, wenn ich es jetzt weglege, dann ist es immer gespeichert. Warte, mal kurz setzen. Oder ist sie noch gespeichert? Ich habe die Funktion immer noch drin, obwohl ich es ausgeschaltet habe. Okay. Ablegen. Scheiße, ja, okay, jetzt ist es weg. Okay. Warte, ich versuche mal. Scheiße. Okay, passt. Ich hab's noch. Jetzt ist es dunkel. Sie ist hier im Wald. Warte mal. Und zwar.
fliegt ziemlich weit weg, ne? Jetzt hier ist die. Hinter der Stauung da. Ich sehe gar nichts. Da links ist die. Hier links müsste sein. Drück neben uns. Eigentlich schon fast. Er ist unter uns. Unter uns. So links neben mir. Siehst du... Ich sehe sie nicht, mach mal Fackel. Ich sehe hier keiner. Hier fliegt sie. Unter dir. Ach, super. Ja, die kackt die Dinger die ganze Zeit aus. Da fliegt sie. Magst du die vielleicht mal abschießen oder so? Wie schaut's denn aus, oder? Ich sehe ja nichts, wenn ich... Es ist dunkel, es ist schwarz. Ich sehe nichts. Ja, aber du sagst doch immer, du siehst so viel mit deinem super Monitor und... Ja, mitten im Wald, wenn man... Ach, guck mal, du kannst auch eine Fackel anmachen. Ja, aber da kann ich es nicht mehr markieren. Ach so. Oh, genau, das meine ich. Oh, danke. Ja, super. Das passiert dann genau dann. Genau das passiert, wenn ich die Dinger machen soll. Naja, gut. Respawn bei Bett. Ja. Du wolltest, dass ich rumschalte? Mei. Ja, wir haben auch einfach zu lange gebraucht. Such mal nach einem Flame Turret. Einfach nach Flame. Was meinst du mit Flame? Ja, in den Dingen, in Grammen. Flame Turret. Aber das Ding ist was Stationäres, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe gesehen, dass es gibt, aber... Will cause riders to dismount and unmounted diners to flee. Hä? Das ist aber nicht das, was wir haben wollen, oder? Flame Turret. Ja, gibt's. Ein Ding, das quasi flammenmäßig auf das Ding schießt, wahrscheinlich, würde ich sagen. Ne? Ja. Kostet 90 Engramme. Ja, dann mach mal. Hast du die 90? Ich nehme nicht. Ja, hätte ich schon, aber ich glaube nicht, dass wir damit irgendwas machen können. Und wir brauchen Schwefel dafür, haben wir doch nicht. Was? Schwefel? Ja. Wenn ich das hier für die Insel eintippe. Da gibt es das bei uns vielleicht gar nicht. Nö. Oh mein Gott. Warte mal, Engramme. Warum ist denn hier irgendwas Grünes? Was haben wir denn hier beleuchtet? Gibt's doch Flame Turret auf Level 67. Ja, aber schau mal, was der zum Herstellen braucht. Ach, das ist alles plus S+. Du musst quasi das automatische Geschütz wahrscheinlich lernen, ne? Das ist schon Schwefel, ja. Hab ich... So. Ach shit, Jens könnte echt recht haben. Der Flamethrower Ammo ist wahrscheinlich von Scorched Earth. Ah, okay. Bist du eigentlich wieder zurück? Nee. Warum sind denn eigentlich die grünen Dinger da von denen hier? Hast du die auch, Lichtern? Grüne Dinger? Von den, ach Gott, wie heißen diese blöden Kisten, wovon die Dinos essen? Drüge? Ja. Nee, hab ich nicht an. Sehe ich nicht. Oh ja, bei mir ist hier ist ein Dino. Also, habe ich ausgeschaut bei mir.
Fliegst du mich zum Unglücksort? Vielleicht. Wenn du mitkommst. Ja, Wenn du schon. unten rausgehst, sagen wir es so. Ja, mach ich gleich. Wenn ich mit dem Rausbacken fertig bin. Weil du hast die ganze Rüstung dabei gehabt, oder? Ich, Nee, hast du ich nicht. hatte nur die eine Rüstung, die ich anhatte. Ja, okay, dann. Und ich habe quasi jetzt den einen Teil angezogen, wo ich weiß, das hatte ich nicht. Du musst mir aber sagen, wo du bist, weil ich habe keine Ahnung, wo du gestorben bist. Flieg erst mal wieder dahin. Es ist dunkel, das weißt du, ne? Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich hab nicht auf die Karte, ich habe nicht wirklich auf die. Nach Süden musst du erstmal. Ich weiß einen Fluss entlang ein bisschen, ja, das kann ich dir sagen. Ach, du hast wirklich gar nicht geschaut. Bist du gleich wieder weggeflogen, anstelle die Karte mal kurz so, okay. Hab ich. Weil mich ein Raptor angegriffen hat. Den habe ich sogar kurz dabei gehabt. Und auch da fliege ich heim, dass ich dich holen kann. Ich sehe gerade gar nichts. Nicht nur du. Wie spät haben wir es? 1 Uhr. Ah, das ist. Und so du müsstest rum ist deine vorwärts. Strahl irgendwann sehen. Also da vorne in die Richtung sind wir geflogen, auf jeden Fall definitiv. So grob hier in die Richtung. Aber ich weiß nicht mehr, ob es nach links oder rechts, keine Ahnung. Du müsst, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Deinen grünen Strahl müsstest du ziemlich bald sehen dann normalerweise. Also links das Grüne, das siehst du auch, ne? Das ist aber normale Versorgungskiste, glaube ich. Normale Versorgungskiste, genau. Ich denke eher so vor uns irgendwann, oder? Oh ja, warte. Tick nach links. Ja. Noch ein Tick nach links. Ja. Ja. Okay. Geradeaus. Okay, dann sind wir gut. Dann habe ich doch einigermaßen im Kopf. Warte. Jetzt steil nach unten. Da könnte Raptor Irgendwo sein. hier Ne? unten muss ich landen. Wie weit sind wir noch weg vom? Okay, jetzt. Du nach links müsstest du. Nach links? Oh, es kommt ein Raptor. Ah, du bist runtergefallen. Oh mein Gott. Bleib halt einfach. Es bleibt einfach stehen, ne? Jens, solange du. Achso. Ich konnte dich nicht. Wenn du haust oder. Zuerst rennst du und ich dachte mir, ich nehme dich mit. Im Rennanfall bleibst du einfach stehen, obwohl der Raptor da ist, ne? Ja klar, ich habe ja meine Sachen aufgehoben. Und da war mein Schwert drin. Deswegen Ja. bin ich stehen geblieben. Genau, und ich bin an dir vorbeigeflogen. Sonst hätte ich dich erwischt. Ja, war aber dann nicht mehr notwendig. Ja, hat er passt, wo ich mein schon. Schwert hatte, hatte ich mich jetzt um den Raptor keine großen Gedanken gemacht. Okay. Okay, so. Hab meine Sachen wieder. Gut. Ist die Bienenkönigin noch da oder haben wir die? Also ich sammle das jetzt von dem Raptor nicht ein, ne? Der hat nur irgendwelche Stoffsachen und Stein, Axt Bienenkönigin? und sonst. Magst du mal, geh mal her. Ich tu mal das komische Ding. Nimm doch du das her, besser. Tausendmal besser, oder? Liegt im Vogel drin. Was liegt im Vogel drin? Das Handy. Ja, aber ich kann doch gleichzeitig da nicht angreifen. Und ich kann gleichzeitig nicht nachschauen und dich tragen. Aber wenn du die einmal siehst, dann kannst du es weglegen. Aber wenn ich weglege, dann fällst du runter. Was muss ich damit machen? In die Hand nehmen oder Nee, einfach ausrüsten. ausrüsten? Okay. Also linke Maus, rechte Maus, wenn du mit linker Maustaste aktivierst du es, wenn du es ausgerüstet hast. Und mit Warte der mal, rechten Maustaste, ausgerüstet. wenn du ein Dino ausgesucht hast, wo der Feind draufklickst, kannst du mit rechter Maustaste dauernd wieder nachsuchen, wo er aktuell ist. Es gibt aber keine große Bienenkönigin mehr. Okay, dann ist es weg, dann ist es erledigt. Dann fliegen wir heim. Aber ich habe das letzte Mal schon eins gemacht für dich, auch noch so ein Ding. Dann kannst du endlich mal das im Handschuh weglegen. Ich habe es im Schrank reingelegt, ich habe vergessen, dass ich dir das Inventar gleich rein tue. Das Handy wiegt nämlich nichts. Und der komische Armband-Dingsbums wiegt was.
Ja, hat halt den Vorteil, du musst halt die Waffe nicht wechseln. Aber du Dafür. musst trotzdem, aber mit der Steuerung C kannst du halt auch nicht überall machen. Oder Shift und C, was war, ich weiß gar nicht. Hm. Du kannst da beides behalten, wenn du magst, mir ist wurscht. Ja, und wie kannst du das dann dauerhaft tracken? Wenn du immer wieder, also wenn du quasi, wähl mal irgendein Tier aus, egal was für eins. Such dir mal irgendeins aus, das einfach irgendwo unter uns ist wurscht wo. Hast du eins? Ja, warte, ich muss mich erst an diese Steuerung gewöhnen mit der linken Maustaste. Ähm, okay, ich habe eins. Dann drück auf Feind Hab ich. und jetzt kannst du mit der rechten Maustaste laufend nachjustieren, wo es hinrennt. Wechselt sich der Strahl die ganze Zeit, siehst du das? Ah, okay. Das kannst du quasi so oft machen, wie du das Ding ausgerüstet hast. Okay? Mhm. Okay, verstanden. Passt. Oh, ich glaube, kann gelevelt werden. Ich habe es einfach mal gemacht, weil ich wissen wollte, ob es funktioniert, ob ich leveln kann, ohne dass ich dich fallen lasse, aber ja, es geht. Damit ich gleich wieder drauf gehe. Das ist hier unser Eck, oder? Hier ist schon unsere Base, oder? Könnte sein. Warum fliegst du weiter? Ich hab's nicht gesehen. Magst du mal Wasser planschen? Hui. Okay, also Bienenkönigin war ein relativer Misserfolg, sag ich jetzt mal. Ich schau mir mal lieber unseren kleinen T-Rex an. Ja, wahrscheinlich der auch tot. Nee, der lebt noch. Der fluttert fleißig, Fleisch. Dem kann ich jetzt sogar persönlich mal was geben hier. Ich habe auch was. Die lassen wir mal drin, die zwei. Okay. Reifeprozess 6%. Ui, Ja, dauert das ein ist bisschen. schon alles. Aber Ja, es, mega langsam. wir haben ja jetzt die Nanny, die darauf aufpasst, das passt schon. Das passt schon. So, wie schaut es denn hier aus? Also wir brauchen quasi... Oh Gott, das ist alles kaputt. Helm und das und das. Das Zeug ist kaputt, das Zeug ist kaputt. Alles im Arsch, ne? So kriegt man sein Zeug zurück. Die Ledersachen könntest du mir da geben. Ich hab keine Ledersachen. Ah, bis weiß Die doch, müssen im Argentavis. warte, ich tu's rein, der Zeug, dann, dass man es wieder reparieren kann. Lederstiefel. Hose. Brille. Ach, kann man die Ledersachen auch dort reparieren? Logisch. Ah, okay. Reparierst du gerade? Wollte ich eigentlich, ja. Weil ich gerne meine Lederrüstung wieder haben würde, wollen. Das ist meine Hose. Sehr gut. Klick. Klick. Brichst du die Sachen immer wieder ab, verdammte Scheiße? Was machst du, oder? Nee, habe ich nicht. Wo ist denn meine Lederschuhe hin? Hab ich nicht weg. Ah, die. Nee, die sind noch nicht repariert. Ich tu nichts abbrechen. War irgendwie schon so komisch. Also, hast das Ei zweimal das falsche rausgekommen? Schon, das stimmt schon. So, okay. Lederhemd ist noch drin. Ja, okay. Ich bring das zurück. Warte, nein, lass drin, ich muss eh hoch. Okay. Hatte ich doch vorhin schon mitgenommen. Achso, okay. Weil dann, ich hol mir mal kurz. Was hat uns jetzt gefehlt? Wir hatten keinen Torso nicht, oder? Handschuhe haben wir, Beine haben wir, Füße haben wir, Kopf haben wir. Torso war nur einer da tatsächlich, ja doch. Na, aber haben wir auch keinen guten nicht. Na gut, dann muss ich so einen machen. Rumpf nennt sich's.
Ja, Torso. Auch als Bauplan nicht? Nee, Bauplan haben wir leider keinen. Also ich kann es machen, aber wir haben leider keinen Bauplan. Ich mache mal einen, dann haben wir zwei. Ich weiß nicht, Mhm. ich mach. Komm. So, ich bin jetzt etwas über, also die Heildinger tue ich erstmal wieder im Kühlschrank. Kannst du? Wir haben, oh Gott, ich bin runtergefallen. Nein! Ich bin down gefallen. So, die automatische Waffe tue ich auch wieder zurück. War die in der Fernkampf? Ja, ne? Ja. Logisch. Wo sollte sie sonst sein? Klick. Ist dort und die Munition war wahrscheinlich in irgendeinem Munitionsschrank. Ja, richtig. Drei, mehr, drei. Okay, jetzt haben wir zumindest drei Rüstungen aus Metall komplett fertig da auf jeden Fall. Weißt du den Munitionsschrank, wo der ist? Hab ich schon reingetan. Okay. Was war jetzt? Du sollst da rein. Gut, dann machen wir die da mal, weil einfach da mit rein, ist ja wurscht. Dich nicht, sondern dich. So, dann habe ich noch eine Wasserflasche, wo ich schon wieder nicht mehr weiß, wo die war. War das Werkzeug? Links. Was ist links? Linker Schrank. Ja. Da tue ich jetzt auch die Papierrüstung rein. Müsste passen, ne? Du hast keinen Platz mehr, verdammte Scheiße. Tun wir die Dreckstoffrüstung hin. äh. Gott, ich habe hier so Fische. Haben wir irgendwie noch ein bisschen Platz im Kühlschrank? Ja. Ich kann was wegschmeißen, den Dreck, aber irgendwie. Warte mal, eine. Ich kann ja mal ein bisschen mehr Fisch essen. Habe ich vorher schon gemacht. So, auf irgendwelchen Grund habe ich auch Holz und Leder. Vielleicht geformt. Das Leder verstehe ich. Ich habe ja einige von den Dinos, habe ich auch immer wieder in Agatavis reingetan. Aber das Holz verstehe ich nicht. Ich das jetzt Vielleicht versteht das Holz auch dich nicht, das kann ja auch sein. Sprichst du Holzisch? Oder kann man mit dem Schwert auf den Baum fällen? Doch, ich glaube, es ging. Ja, ich habe mit sagen, Nagetavis auch Baum umkaut. Das geht ja. Ah, okay, ja, da habe ich es wahrscheinlich davon auch. Weil du immer irgendwo in die Luft haust und nichts triffst. Das meinst du damit, oder was? Also gegen die Bienen hat es jetzt tatsächlich geholfen, wo ich gesprungen bin und dann zugehauen habe. Da habe ich deutlich sicherer getroffen, als wenn ich nur da stehe und zuhaue. Okay. Weil dir der Aim fehlt, oder? Ja, ich glaube, die fliegen immer über mir. Und mit dem Zuhauen triffst du dann irgendwie oben schlecht. So. Das kommt sein. Wir haben zu viel Kacke. So wortwörtlich, zu viel Kacke. Und irgendwer sammelt immer wieder auf. Oh, Ja, Scheiße. Martin? Ja, du schon auch. Im Archetypus habe ich gerade vorher nichts reingetan. Gott, ich habe zu wenig freie Slots, ey. Warum ist das nur von 1 bis 0? Ja, das stimmt allerdings. Ah, warte, ich wollte mal so ein Handy wollte mitnehmen, mitholen, mitgeben. Müsste ja auch in die was drin sein, oder? Da habe ich ein Ding gemacht. Okay, ich wiege jetzt nur noch 78 Kilo. Ich wiege nur noch 91 aktuell. Wo habe ich denn die Dinger hingemacht, die Smartphones, verdammt.
Schreibtisch liegt eins. Ich habe 4 baut letztens. 3. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe es übrigens gelernt, wie man mit S Plus mit dem Strom baut und auch mit dem Wasser. Okay, und wie geht es? Strom ist eigentlich ziemlich nice, muss ich sagen. Also es ist super einfach mit den Wänden. Also man sieht auch gar keine Kabel, man hat eigentlich keine Kabel mehr. Aber ich muss sagen, aber es ist ein Aber du musst trotzdem S-Plus-Kabel. so ein... Naja, was du halt in den kompletten Wänden verbringst, ne? Ja, ich, Du musst im gewissen Abstand noch so ein Outlet haben. Du kannst bei diesem Outlet aber auch einstellen, dass zum Beispiel diese blöden Sparks, die hier sind, was ich ja auch grottenhässlich finde, nicht mehr angezeigt werden. es gibt quasi eine S-Plus-Steckdose. Ja, genau. Wo Und die baue- S-Plus-Steckdose, Wo baue ich die? wie meinst du, wo baust du die? Ja, das andere Zeug baue ich am Fabrikator. Was steht denn bei der Steckdose? Wo ist die Steckdose? Also ich kann sie ja hier nicht bauen. Warte mal, die ist Level 49. Ich habe einen Fabrikator. Oder gibt es einen S-Plus-Fabrikator? Die gibt's auch. Ach, da Warte wär- mal. Dann werde ich den bauen müssen, oder? Warte mal. Das könnte aber sein, dass es in der S Plus Crafting Station geht. Nee. Also S Plus Electrical Auto, die kannst du in der S Plus Crafting Station machen. Brauchst keinen Fabrikator dafür bauen. Nee, kann ich nicht. Hast du es gelernt? Auf Level 49 musst du es erstmal lernen. Ach so, das sind wieder andere Engramme. Ja, stimmt. Ja. Level 49. Was? So, aber so sehe ich ihn ja schon. Direkt unter elektrisch. Wenn du reingehst, unter elektrisch hast du das zweite, hast du den Electrical Outlet. Und W zum Beispiel ist eine Wand. S ist eine Foundation. W ist, brauchst du, glaub ich, W ist erstmal. Wand. W ist Wand. Ja, Wall. Ne? Ah, Und S ist Foundation. S ist Foundation. Oder? Ja, genau. Square Foundation. Deswegen S. A und T. T ist für so eine Triangle, Triangle. also diese Dreieck-Dinger. P ist für Pillar, okay. P ist für Pillar, genau. Aber es sind also immer so, aber ich brauche da jetzt mal Siliziumperlen dafür, das ist scheiße. Ja, das ist tatsächlich. Es wird ganz schön teuer. Weißt du, wo wir die finden, die Siliziumperlen? Weiß ich schon, wo wir die kriegen, ja. Tatsächlich. Also wir können mal. Das ist eigentlich das einzige Blöde an dem. Am Wasser ist es ein bisschen einfacher, weil dafür brauchst du so. Warte mal, Wasser war. Rohre? Wasser brauchst du nichts Besonderes. Also Metallding. Ah ne, hab ich ja hier gar nicht. Oder doch hier internal, genau. Elektronik habe ich vergessen, mein Gott. Genau, also du brauchst für Wasser nur Metallbahn und Zement. Um das in den Wänden zu machen. Aber wir müssen aber erst die Wände umwandeln in S Plus, ne? Sonst geht's nicht. Ich glaube, ich tue es trotzdem so ein bisschen Elektronik runter. Mei, geh halt weg. Da, genau, okay. Also gut, zumindest bauen können wir es mal. Snaps to Foundations can be pin coded and locked, das brauchen wir nicht. Can be hidden. Die Steckdose kann man komplett verstecken lassen. Can hide all connecting wires. Ah, okay, thin gray ones. Can hide spark effects. Oh mein Gott, das ist nice. Die Steckdosen sind schon Ich wirklich würde- super. Ich würde aber die Steckdose tatsächlich nicht ganz verstecken, weil da findest du nie wieder. Ja, aber zumindest, dass das Funken mal weg ist und dass die blöden Linien weg sind. Ja, richtig. Also das Funken ist bescheiden und die Wires sind genauso schrecklich. Genau, das stimmt. Ja. Na gut, was wir mit dem da machen, wissen wir noch nicht, oder? Mit dem komischen Bauplan. Wir wissen immer noch nicht, wie es geht, ne? Ja, der Blueprint Maker. Keine Ahnung. Tja, Select Aligned.
Convert Structures to Blueprints. Aber es ist Oder darf man keine S Plus rein? Warte mal, habe ich oben noch irgendwelche Structures, die Ja. normal sind? Müsste schon da sein. Müsste da sein, ja. Aber habe ich glaube ich auch schon ausprobiert. Das könnte man 2 Lagerfeuer machen. So, das ist ja wirklich. Ja. Nö. Macht trotzdem nichts. Das sag ich ja, das ist das Komische. Lehmgeländer gibt es jetzt auch. Aber das ist die Island. Wir haben aber kein Lehm. Das ist die Island. Ich hab gerade. Ja. Ah, da ist das S Plus Zeug. Für Stein. Und das müsste irgendwo, die Metallrolle habe ich glaube ich auch gelernt, wenn ich mich täusche. So blöd war ich damals. Es wäre cool, wenn man mit dem Mindwipe bloß bestimmte Sachen vergessen könnte. Ja, da alles wieder eintippen ist wirklich schon. Ich schaue jetzt mal gerade nach, wie der Blueprint Maker funktioniert. Ja, wäre gut. Schauen, ob Super. da irgendwas steht. Hoffe ich zumindest. Aber Metallrolle ist doch auch so, oder? Was ist mit Metallrohren? Da gibt's Metallrolle ist das gleiche, das kostet doch, die gibt's doch auch. Gut, die sind billiger, aber das ist das gleiche Prinzip mit SW und SWTP. Ja, logisch, aber zumindest die Materialien für diese Wasserrohrwände oder wie auch immer man das bezeichnet, die sind bei uns recht normal, also mit Metallbahn und Zement. Okay. Testhalber einmal ausprobieren, was das genau kann, das Ding. Bauen wir so ein Mannequin. Vielleicht löst das vielleicht schaut das noch was. Oh, das schaut glaube ich ganz cool aus. Der Was denn? atmet ja. Was atmet? Der da, neben mir. Was hast du gerade erstellt? Mannequin. Den Bart. Hui, 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 hui. Siehst du das, Jens? Gott, du musst auf das Item klicken. Was machst denn du da gerade? Ach, du kannst die einstellen, wie die aussehen. Uga. Ach, jetzt verstehe ich's. Okay. T-Rex. T-Rex. Martin, Hä? wir haben völlig falsch gedacht. Das hat schon funktioniert, aber es funktioniert anders, als man denkt. Warte mal. Also, hörst du mir noch zu? Halb. Deine ganzen Notes sind alle sinnfrei da drin, in dem Das Blueprint? weiß ich, die habe ich bloß Mittel, was mal reingelegt, was drin sind einfach. Also, es können nur Strukturen umgewandelt werden, Ja. aber wir müssen ja die Struktur erst da drin auswählen und dann kommt nämlich die Frage, also unten mit Convert to Blueprint gehighlightet. Warte mal. Schau jetzt ganz kurz, die wo hier, Ernst, die hier steht. Die Tante.
Was ist das denn? Ein halber Ninja oder? Sieht der. Kannst du auch die ohne Kopfbedeckung machen? Hä? Ach so, das ist der Mannequin, den du. Genau. Kann man so machen. Okay, Stell mal, okay. kann quasi als Charaktermodell verstecken. Ist das die Chitin-Rüstung? Zum Beispiel, ja. Ja. Sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Change Pose. Crouch Pointing Floating. Naja. Da wäre ein Stuhl sinnvoll. hm. Aber einfach so Standing, ha? Mhm. Wir können das ja auch männlich machen, wenn du magst. Ja, weiblich ist besser. Ist mir nicht egal, kannst lassen. Ja. Ja, das passt schon. Schauen wir uns die Puppe an. Weil? Irgendwas Besonderes? Siehst du nicht? Weil sie so ähnlich aussieht wie du, oder? Nee, weil es einen Bart hat. Hä? Wo? Wo hat man einen Bart? Im Gesicht halt. Aber das ist kein Bart. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich gerade weggemacht, aber der war die ganze Zeit da. Ja, wurscht, lass bleiben. Also ich weiß, was das meinst. Ich habe verstanden, wie es geht, ja. Du musst den Blueprint anklicken und dann kannst du unten Convert to Blueprint machen, ja. Genau, aber das S Plus Stone Foundation zum Beispiel, das müsstest du nicht konverten können. Würde ich jetzt erwarten. Doch, ist Oder? er. Habe ich gemacht, ist gerade, ist ein Blueprint. Ich kann es bloß, hey, mir bringt es ja nichts, wenn ich S Plus kann. Bringt mir ja gar nichts. Kann man normale Blueprints machen. Kann ich normale Strukturen reinlegen und dann Blueprints machen. Das hilft mir. Warum hilft denn die S Plus auch nicht? Du kannst jetzt quasi eine Stone Foundation machen mit S Plus. Brauche ich dann die normale Foundation nicht? Nee, du kannst immer direkt bauen. Ach so, ja, dann hilft mir schon. Genau. Deswegen, also ich kann jetzt quasi von allem mal eins herstellen. Beziehungsweise von manchen Sachen habe ich sogar schon eins hergestellt. Von S Plus. Die sind oben schon im Schrank drin, ne? Wollen wir einen eigenen S Plus Schrank machen? Was machen wir überhaupt jetzt noch? Fällt mir gerade so nebenbei auf. Wie ist denn der Plan? Hast du die Tore schon irgendwie hergestellt, wo wir dann für den. Oder die Torbögen für den Giganto brauchen? Die hatte ich hergestellt und die habe ich irgendwo eingelagert in einem Schrank. Ah, die hast du hier. hergestellt. Okay. Genau. Also das wäre dann eine Option, die wir vielleicht noch testen könnten. Was könntest du noch gebrauchen für Stein? Eigentlich alles. Tatsächlich. Oh mein Gott, ist das schnell. Wenn ich einen Mindwipe mache, dann eigentlich alles tatsächlich.
Also wenn wir die Foundations, wenn wir natürlich das ganze Zeug, das ganze Steinzeug haben, ist Wenn alles du gut. weißt, dass du dafür dann gar keinen Mindwall brauchst, ne? Stimmt auch wieder. Stimmt auch wieder. Aber normale Sachen kann man jetzt nicht reinnehmen. Jetzt weil ich jetzt sage, okay, ich will jetzt als Beispiel jetzt einmal nehmen wir mal Also Waffen. den Waffen Sattel. müssen nicht gehen. Sattel eigentlich auch nicht, weil es keine Strukturen sind. Ne, Invalid Item. Okay, geht nicht. Gut, das. Wir könnten jetzt natürlich hergehen und könnten mal. Ja gut, die Bienenkönigin war jetzt ziemlich arschig tatsächlich. Aber was man noch machen könnte, eventuell. Können wir schauen, ob wir einen Megalodon kriegen. Wie ist denn es eigentlich, wenn, jetzt, wenn man die. Gut, was zu verdursten? Okay. Wenn man. Die Krügelkapseln habe ich ja eh dabei. Wenn man jetzt die Tauchausrüstung anzieht. Die Hose. Unterkühlung 200. Unterkühlung 200 ist halt krass. Die Tauchausrüstung hat zwar keine Überhitzungsisolierung. Hat aber die Lederhose auch nicht. Gut, hat ein bisschen 5 Rüstung, das ist der einzige Nachteil, okay. Ich nehme die 2 Sachen mal mit. Ansonsten Betäubungspfeile brauchen wir dann, weil unter Wasser. Und nehmen wir einmal mit das Zeug. Vielleicht der zweite Armbrust. Da stehen eine. Und habe ich irgendwas übersehen? Können wir irgendwas machen, was uns massiv hilft jetzt irgendwie? Ich glaube nicht, oder? Nee, glaube ich wusste auch nicht. Okay, ich habe jetzt mal alle S plus Steinteile mal hergestellt einmal. Vielleicht magst du die Holzsachen auch noch machen, wenn du. Und vor allem die Holzsachen und die. Gut, das Zeug ist teuer, gell? Gut, das ist die Frage. Die Baum. Die große Plattform haben wir ja einmal noch. Ich meine, das ist schon teuer, so ist es nicht, aber dafür sparen wir uns halt die Grammpunkte. Okay, wo hast du das oben hingetan? Die S plus Sachen. In den mittleren Schrank rein. Einfach in den mittleren. Okay, also. Das sind quasi alle die Sachen, die ich gerade herstellen kann. Wow, wir haben einen Kompass gekriegt. Tschüss. Das einzige Problem, was ich jetzt aktuell habe, ich habe keine Ahnung, wie ich im Wasser anfangen soll. Hast du die zweimal Lagerfeuer umgewandelt in Leider. Es ist, Blueprints? wenn man einmal drauf drückt, dann macht er beide gleichzeitig. Der macht nicht nur einen, sondern macht 2. Okay.
Gut, die kosten ja glücklicherweise nichts. Hier ist eine gute Stelle. Wie sah denn das aus mit dem Giganotosaurus? Ja, also ich wäre jetzt gerade ins Wasser rein. Zum Dino fangen, oder? Eventuell, ja. Also, Gut, okay. Ich also, kann mir die Zeit auch nutzen, weil wir haben nämlich kein Holz mehr. Oder weniger Holz als normal. also ich würde das bloß mal schauen wollen. Wirklich Betonung auf schauen. Weil, was überhaupt so herin rumschwimmt. Hier ist zum Beispiel schon einer. Den ich treffe. Ja Gott, die normalen Schränke sind ja wieder so klein. Ganz schnell ganz vergessen. Ist die S Plus größer? Doppelt so viel. Die S Die Plus haben 90. Da passen 90 rein anstelle von 45. Oh mein Gott. Ich höre irgendeine interessante Musik bei mir. Weil? Riesenviech irgendwo da ist? Ich traue mir halt überhaupt nicht ins Wasser rein, ne? Meine Fresse, diese blöden Dinos, ey. Können die mal nicht ihren Kopf bewegen? Voll die komische Mucke unter Wasser. Okay. Das ist wirklich zwar ganz, ganz leise bloß, aber... Ah, Piranha. Kann man die ja nicht zähmen? Nee. Also was haben wir im Vogelwinkel? Jetzt warte mal. Machen wir mal so. Die nehme ich auch mal mit. Okay. Ich hab's an. Ich hab's natürlich nicht. Ich hab's natürlich nicht mitgenommen, das ist ja klar. Ich bin zu dämlich, okay. Wieso habe ich es nicht mitgenommen? Bist du schon gestorben unter Wasser? Das heißt 10. Okay, jetzt. Bin im Wasser drin. Okay, aber die Schwimmflossen sind wir deutlich schneller unter Wasser. Das ist schon mal gut. Jetzt bin ich ein bisschen mutiger. Okay. Weil Scheiß hat abzuhauen. Ist gar nicht so schlecht. Okay, Messer zuhauen unter Wasser geht auch ganz gut, weil die Piranhas nicht trifft. Das ist super. Hab ich ja gemeint, ne? Du kannst schnell relativ viel Schaden anrichten mit dem Schwert. Ich glaube mal, du meinst das Schwert, nicht das Messer, Ja, ne? ja, ist dasselbe. Großes Messer halt dann. Okay, da hinten ist jetzt ein Piranha. Ich schwimme jetzt einmal mal durch. Mal schauen, ob ich was trigger oder was ich trigger. Hier gibt's nichts.
Okay, also mit Schwimmflossen ist schon chilliger unter Wasser, deutlich und deutlich chilliger. Blöd, glaube ich, ist, wenn die verrecken unter Wasser. Dann, glaube ich, bis du rauskommst, okay, die haben aber, glaube ich, ewige Haltbarkeit, okay, das passt. Die Flossen, oder? Ja, so gut wie die. Macht die überhaupt Damage? Wir machen mit dir kein Damage. Vielleicht, weil ich die Flossen anhab? Was macht keinen Damage? Die Armbrust? Ne, die Dinos machen keinen Damage. Welche Dinos? Unter Wasser, die Dinos. Hä? Die fügen dir keinen Schaden zu, Irgendwie wenn sie nicht. dich angreifen. Das kann doch nicht an den Flossen liegen. Keine Ahnung. Ich habe auch nichts eingestellt irgendwie. Ah. Was? Ja, irgendwie, ne? Also. Schaut komisch aus. Ich relog mal, glaube ich, gleich. Aber ich bin doch vorher gestorben. Bevor du gekommen bist. Ja. Ich kriege ja auch Fallschaden und alles. Ich habe einen Gottmod noch nicht angehabt. Hm. Ja, passt schon alles? Kriege ich durch die Tauchausrüstung keinen Schaden? Das klingt jetzt ehrlich gesagt nicht so sinnvoll. Also verständlich. Vielleicht habe ich ja bloß, vielleicht haben wir die Piranhas einfach nicht erwischt, die Rochen, das kann ja auch sein. Ich weiß es nicht, also ich habe schon mit dem Messer zugehauen. Irgendwie mag ich nicht testen. Ich treffe da nichts. Machst du auch Schaden mit deiner Waffe? Ja, irgendwie gerade aktuell. Der packt gerade irgendwie ziemlich freundlich durch die Gegend. Ah, jetzt. Sauerstoff. Die Mucke, ne? Machen wir fertig. Ist er betäubt? Nee. Spinnt das jetzt gerade aktuell oder? Also ich hatte das heute Nachmittag, also halt, bewusstlos, okay. Ich habe das heute schon mal gehabt, dass der, äh, ich konnte vom Argentavis nicht mehr absteigen. Mhm. Ging nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wo du überhaupt bist. Bist du noch irgendwie in der Nähe oder bist du schon im Nein, ich bin Eisgebiet? ziemlich in der Nähe. Also ich weiß, ich konnte nicht mehr absteigen und der Gag war das, der Server ist gar nicht mehr gelaufen. Okay. Ich war quasi noch im Spiel, den hat mir aber nicht rausgeschmissen. Vielleicht soll ich das nicht machen.
Ah, okay, gut. Uiui, was war denn das? Oh mein Gott, die Geräusche hier. Oh mein Gott. Erzählst du eigentlich jetzt den einen Fisch schon, oder? Ja, bin gerade dabei. Also der Wasser macht mich fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, Was? Hat sich gerade gerissen. ohne Ende. Mann, Mann, Mann. Ah, Subnautica ist was anderes. Da bist man nur unter Wasser. Da war's, man Hast du muss, eigentlich sowas wie eine Sauerstoffflasche oder musst du atmen? ich muss atmen. Aber ich habe Gott sei Dank ziemlich hohen. Wert, was das angeht. So. Wie sieht denn das aus? Sind da draußen ein paar Steine gespawnt? Oh, da sind. Okay. Okay, ich habe 2 Megalodon. Ah, 2 weibliche, naja. Egal. Also Männchen oder Weibchen wäre ganz cool gewesen. Oh cool, Quetzalei. Das erste, was ich gesehen habe. Ah, ich habe schon mal eins zusammengesammelt. Oh, ein Triceratops-Ei ist auch da. Okay. Der frisst schon Fleisch, ne? Voll die chillige Lagune hier eigentlich, weißt du, ich scheiß mich an ohne Ende. Ja, greift der Megalodon überhaupt richtig an? Ja, 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 Oder ist logisch. es eher friedlich? Greift schon an. Die Viecher sind nicht chill, die kleinen, die Itchies. Es wird gleich dunkel, ne? Okay. Nicht unter Wasser. Nicht? Unter Wasser bleibt es immer hell. Tanopus hat auch ein Ei gelegt. Ach komm. Ich komme ja gar nicht zum Steine sammeln, ey. Ich dachte, du wolltest Holz sammeln. Steine. Okay. Ja, draußen im Schrank war noch einiges an Holz. Den habe ich quasi jetzt erstmal gelernt und nach drinnen geräumt. Okay. Also die Schränke unten sind jetzt gut gefüllt, die oben sind nicht ganz voll. Ist doch schon was.
Der ist ziemlich chill, sag ich jetzt mal. Itchy, magst du mal da bleiben? Da ist einer. Oh, kommst du her, komm her. Alter, ne, also das Viechzeug da. Aber wie die Haie so richtig schön nach unten hängen. Oh, ich sehe, wie hell es bei dir ist. Ich war geil an dem Strahl, der wo da ist. Oh Gott, diese Steinvieh haben wirklich ewig langsam, wenig Ausdauer. Die Steinviecher haben ziemlich wenig Ausdauer, das stimmt ja. Ich habe die ja komplett auf Dinge auf Schaden gelevelt tatsächlich die ganze Zeit. Da ist noch Itchy. Lass mal den da ne. Kommt die Schwimmflosse mit runter? Was zwar schön ist, aber die müssen halt auch. Gott, das wäre ein scheiß Turnier. Die müssen halt auch. Ja, was tragen können. Was? Also die Viecher Wie, meinst du? was? Ja, ja. Ja gut, die vierteln den Stein. Naja, trotzdem, wenn du einmal rumgehen willst, brauchen die schon ein bisschen Gewicht. Und je schwerer die werden, umso langsamer wird es ja noch. Das wird ja immer schlimmer. Okay. So. Ja, die automatischen Dino-Tore sind schon nice. Die sind nicht schlecht, das stimmt allerdings so. Oh mein Gott, da habe ich die Fäkalien wieder dabei. GPS mal weg, Handy mal weg. Na gut. Du bist auf Passiv und Fliehen passt, okay. Okay, jetzt wird's interessant, weil jetzt wird's wirklich finster unter Wasser. Jetzt sehe ich nicht mehr recht viel. Megalodon ist aber beinahe ganz gut. Ich sehe jetzt bloß meinen zweiten Itchy nicht. Ich lasse mal der Vogel draufsetzen und warte mal, bis die fertig sind. Einmal lassen wir sicher gehen. Gute. Oh mein Gott, ich sehe gerade Level 2, ne? Level 2 und Level 4. Von deinem, Die zwei Haie. Kannst du mal irgendwo so ein Loch graben, ein Aquarium? Gibt es ein Aquarium? ich glaube nicht. Dass man die leveln kann? Zähmung. Aber es geht schnell, oder? Ja, also weil die Bewusstlosigkeit nimmt quasi nicht ab, sage ich jetzt einmal. Das dauert extrem lang. Und es sind natürlich niedriglevelige, ja, das stimmt schon. Von dem her geht es relativ schnell. Warum ist denn die Effektivität bei dem einen nur 30% und beim anderen 97%? Ja, vielleicht Was keine hast du Ahnung. da falsch, Weiß da ich. falsch gemacht? Wahrscheinlich mehrfach draufgeschossen, wie er schon bewusstlos war, eventuell. Ich habe lange nicht. Ah. Der ist mit dem Kopf die ganze Zeit festpackt. Ich habe nicht gewusst, ich habe nicht gesehen, wann der quasi betäubt ist und wann nicht. Ich habe aber ich habe ins Menü auch nicht reingeschaut.
Ähm, Hm. ich komme mal kurz und hol mir die Flinte kann ich unter Wasser nicht hernehmen, aber die Taschenlampe müsste ich hernehmen können. Von der Denk, Flinte? von der Flinte denke ich mal unter Wasser, oder? Tja, ich weiß es nicht. Wir brauchen mal Anglergel. Haben wir nicht? Eines, ja. Brauchen mindestens 5 pro Helm. Also 2 wären, also 10 wären gut. Du kannst ja ein bisschen mehr angeln hier im Stream. Könnte ich ja. Wäre gut. Wäre stingers, langweilig. Da kommen sicher noch mehr Follower. Glaubst du? Ja, ja, ganz sicher. Rein durchs Angeln. Machst du noch eine schöne Überschrift hier? Es geht nur ums Angeln in dem Stream, um nichts anderes. Also quasi Langeweile garantiert, sagst du. Aber weißt du, wie viele Angelfreunde dann kommen? Einschlafstream. Ach, das war hinten bei den Waffen, ne? Taschenlampe aufsatz, da haben wir ein paar. War das N? Das war N, gell? Ja, genau. Okay, fliegen wir mal zu den Dinos wieder. Okay. Dinosaur, Dinosaur, Dinosaur. Rar. Dinosaur. Da hinten kommt was Rotes runter und Jens ist nicht am Weg, weißt. Was soll aus dieser Welt werden? Früher, Bei mir bevor kommen das die Fotos runter. runterkommen wäre der Jens schon dort gestanden. Aber das war schon lang her. Jens wird alter. Ich backe hier gerade zwischen diesen blöden Steinviechern fest. Ach, so. Das wäre halt echt da drüben, ne? Geht es unter Wasser? Ja, geht okay. Also Lichtproblem unter Wasser ist kurzzeitig gelöst. Also, naja. Ich sag mal. Es ist besser. Nehmen wir es so. Man sieht noch nicht massiv viel, aber man sieht was. Das ist schon mal gut. Hallo. Wild Female Megalodon. Und ein Wild Female Megalodon. Nietzsche habe ich schon. Den zweiten. Den tun wir in den Schrank rein. Zack. What? Ich habe doch gerade ein Ei aufgesammelt. Warum liegt da schon wieder eins? Ah. Psst. Na gut. Was heißt denn das überhaupt hier? 21.20.8 Cryopad Ladung. 0 Mutations, okay. Man sieht die Stats. Ist auch okay. Aber 21.20.8. Die zwei warten wir jetzt noch kurz ab auf jeden Fall. Kurz in Anführungsstrichen. Ich fliege mal darüber und schau mal, was da gibt. Da können wir uns das holen, das Rote. In der Zwischenzeit. Vorausgesetzt, was da noch ein bisschen was runterkommt. Vorausgesetzt, hier ist nichts. Wahrscheinlich trigger, doch, das ist schon da. Wahrscheinlich trigger jetzt sämtliche Viecher, die da sind. Oh, das ist im Schneegebiet, ne?
Dieser Ankylosaurus, das ist eigentlich schon mal gut. Schnell weg. Okay, was haben wir gekriegt? Ich habe einen Bauplan für den Kühlschrank, Jens. Und für den Fernzünder, den haben wir schon. Kühlschrank haben wir noch nicht, glaube ich. Nee, glaube ich auch nicht. Das ist gut, weil ich glaube, der war teuer zum Lernen. Wenn das eine Struktur ist, hättest du das ja auch bauen können. Keine S Plus. Hm? Der normale egal. Kühlschrank. Achso, aber ich meine, du könntest auch einen S Plus Kühlschrank lernen und dann als Engramm. Also quasi lernen, erstellen und dann umwandeln in einen Bauplan. Was war denn das jetzt mit Ä? Ja. Das ist voll. Okay. Mit welchem Tier konnte man Fasern sammeln? War das der Terry? Terry. Was machen die jetzt da? Mir ist gerade so ein Viech in der Luft gebackt. Das war jetzt mal so ein Vogel. Also. Voll die komischen Geräusche hier. Mir ist gerade so ein Viech in die. Also so ein Megalodon quasi in die Luft gebackt irgendwie. Ganz komisch ausgeschaut. In der Nacht, wenn man nichts sieht, schaut das gleich noch komisch aus. Bewusstlosigkeit passt bei die haben wir gleich. Schaut mal auf das Gelbe hier noch. Was sich gleich gibt. Na komm, schalt um. Okay, dann Sattel. Calicoterium, also quasi ist der Bibersattel, glaube ich. Mit der Bauplan für die Chitinrüstung. Jetzt wird's halt. Also ich glaube, dass die Nacht schon schneller vergeht, Jens. Könnte sein, obwohl so viel geändert hast du ja nicht dran. Nee, Also mehr. ja, es könnte sein, dass die ein bisschen schneller jetzt vergeht. Okay. Gefühlt genauso lang. Ah, das glaube ich nicht. In the shallows. In the shallows.
Okay. Es sind anscheinend lauter low-leveligere Viecher. Habe ich überhaupt Bediener dabei? Passt schon, okay. Was bieten du? Okay, das ist auch weiblich, ne? Gibt es so weiblich im Megalodon? Keine Ahnung. Das eine hat Level einer ist bei 90%, einer ist bei 66% und der dritte ist bei 0 aktuell. Aber hey! Geschenkt der Gal und so weiter, ne? Ah, so eine blaue Versorgungskiste ist hier gerade gelandet. Ich habe gerade eine lila, Yay. eine rote und eine gelbe geholt. Oh mein Gott, es ist ein mittleres Beet. Es waren zwei Sachen drin. Ein mittleres das Beet erste hast und du eine schon Wasserflasche. Nicht ganz. Aber das kennst du auch, das andere. Zur Navigation geeignet. Das wird doch kein Kompass nicht sein, oder? Ja, klar. Ah, endlich! Ich baue gleich mal einen, ne? Ja, rein. Mach 5, dann haben wir hier auf Reserve. Das glaube ich dir nicht. Ich glaube, wir müssen eh nur 2, 3 rumliegen haben, glaube ich. Ah, 7,7. Okay, der geht relativ schnell tatsächlich, ja. Wo tust du denn ja nicht alle zwischenlagern, die ganzen Dinos? In Kryokapseln. Ah, okay. Also ich habe aktuell erst einen hier. Also es hängt noch einer in der Base im Schrank drin. Die Kapseln halten nur 24 Tage. Kannst du den ja nicht auf Land freilassen? Wenn ich will, dass er stirbt, wahrscheinlich schon. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Naja, ist er instant tot oder kannst du den kurz rauslassen und wieder in die Kapsel reintun? Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht versucht. Hm. Und wenn du die Kapsel in den Kühlschrank tust, hält die dann länger? Auch das weiß ich nicht. Aber es geht ja um die Ladung. Meine ich ja, mit der Ladung. Ladung glaube ich, kann man bloß am Tech-Replikator, glaube ich, aufladen. Ah, da drüben kommt was Blaues runter. Oh mein Gott. Das wirst du aber dann süchtig nach Kompass, wenn du weitermachst. Ich habe nur die tollen Sachen für dich ein. Ja, passt doch, ich meine, ist ja gut. Ich bringe bloß so langweiligen Scheiß wie Fisch mit. Den ich hier schon die ganze Zeit futtern muss, weil ich nichts anderes mehr kriege. Okay, wir haben wieder einen Hai. Level 2. Nichts Besonderes. Dann mag ich den auch nicht. Level 4 und Level 6 kriegst du vielleicht noch. Oder Level 7, je nachdem. Er braucht Zuwendung, er möchte gefüttert werden. Wie geht's denn eigentlich unserem Zuchtvogel? Wenn ich das schon... Ui, dem geht's sogar ziemlich gut. Ja, ich habe den wieder mal gelevelt. Wenn ich es gesehen habe. Also der wird immer wieder weiter leveln, denke ich mal. Das soll ich fliegen mal ganz kurz nach oben hier. Ich denke mal, das passt soweit. Du weißt, die zähmen sich ja aktuell da gerade eigentlich. Der hat bessere Stats als... wie hieß der Vorgänger? Avocado? Avocado. Okay, zwischenzeitlich schon, okay.
Ja, der ist ja bei über 1600 Ausdauer und über 800 Kilo Gewicht. Okay, ja, ich bin jetzt aktuell am Gewicht dran, dass ich die nach und nach Level da habe, weil 15 bis 1600 Ausdauer ist eigentlich genug, würde ich sagen. Vorerst mal, der Rest ist dann, also Ziel wäre so 1500, 1600 Ausdauer und eine Tonne Gewicht, dann haben die wirklich genial. Ich mache mal kurz Pause, Jens, bin ich gleich wieder da. Un momento. Okay, Vogel lebt noch. Hallo. So. Oh, das ist hell. Aber hier war eigentlich hier war eine gute chillige Wasserbase, Jens. Keine Ahnung, wie das geht. Dem Paraceratherium, wie würdest du den Level? Mehr auf Gewicht? Oder Ausdauer? Paraceriterium. Der Der mit mit der der, Plattform. ich würde Gesundheit? aktuell auf Gewicht trimmen tatsächlich. Zum Thema genau, bevor ich es vergessen habe, vorher überragend Jens, am 28. hätten wir ein Spieleabend ausgemacht gehabt, das war's eigentlich. Darum haben wir vorhin gekriegt gehabt quasi. Weil wir nicht wissen, ob alle Zeit haben. Bernhard, glaube ich, weiß noch nichts davon und Theresa und Easy müssen wir quasi noch reden, das weiß ich auch nicht, ob dann, was kommt darauf an, was wir machen, wie wir es machen, je nachdem. Aber du wirst wahrscheinlich definitiv nicht da sein, wahrscheinlich, oder? Oder doch, eventuell. Ich habe ja gerade gesagt, ich weiß es einfach noch nicht. Es sind eins. Du bist ab Montag weg, oder? Montag oder Dienstag, eins von beiden war es, ja. Ja gut, das ist der Samstag in der dritten Woche. Ja. Ich weiß ja noch nicht mal, wie lange ich Urlaub habe eigentlich. Okay. Könnte sein, dass ich danach noch weiter Urlaub mache, nach den 3 Wochen. Nur Urlaub, der Typ, die ganze Zeit. Echt Wahnsinn. Naja, nur Urlaub, so gut wie nicht. Jetzt ist mehr Zwangsurlaub. Okay, wir haben unseren zweiten. Soll ich mal einen bei uns im Tümpel freilassen dann?
Ach du Scheiße, bei dem ein bisschen. Ja, kannst du mal schauen, ob er überlebt. Ich kann mal schnell kommen. Ich weiß nicht, ob das geht. Wenn Wasser Warum wird sind da. eigentlich die Ledersachen im Pelz-Chili-Schrank drin und im Lederschrank sind keine Ledersachen mehr drin? Ich Egal, dachte, dann tue ich halt ich den, dachte, dass du das lesen kannst, was draufsteht. dann tue ich halt den Chili-Brustpanzer in den Lederschrank. Das ist beides voll, ne? Nee, der andere ist nicht voll. Du hast die Frage selber beantwortet. Äh, Ich kann die Kapseln nicht aufmachen, weil sie unter Wasser sind. Hä, was heißt das? Du kannst sie nur über Wasser aufmachen, oder? Einsatz nicht möglich, nicht unter Wasser. Ach so, warte mal. Ah, jetzt. Der war einfach zu wenig unter Wasser. Äh, ist vielleicht immer noch. Ah ja, dem geht's gut. Ich mochte mal kurz den Sattel drauf. Was ist denn jetzt los? Jens? Was ist denn passiert? Weiß ich nicht. Warum fliegt denn? Ich war. Was ist denn jetzt gekommen? Es ist irgendwas runtergefallen. Ich habe irgendwas, das vibriert und dann sind alle durchdreht. What? Oh Irgendwas, Gott, hat, oh Gott. irgendwas hat vibriert. Yeah, hi. Gut, unter Wasser hat er Platz. Gerade so. Kannst du wieder landen? Das ist mir heute auch schon mal passiert. Hm? Ja, ich habe nichts gemacht. Ich weiß Nein, nicht, nein, was aber, los aber war. genau das ist mir heute auch schon mal passiert. Das ist bei mir so Wie hast Typ. denn du die, ich kann nicht mal überlegen, wie die großen Quetzal da in die Ecke gebracht hast, obwohl die nicht rückwärts gehen können. Hingeflogen. Irgendwas. Was ist denn da gekommen, verdammt? Irgendwas war da nicht durchdreht. Also irgendein Viech muss durchdreht haben gerade. Aber also ich bin reingegangen quasi. Ja, okay, also 3 von unseren Agentamen sitzen jetzt unten. 4 deutlich mehr. Okay. Nee, einen habe ich ja unten gelandet. Bitte meinen unten lassen, Zuchtvogel. Okay. Ich wollte jetzt noch nicht weiß nicht, wer unten war. Toll, danke dir. Was ist passiert? Du bist neben mir gelandet und durch das bin ich quasi beim Aussteigen runterglitscht. In dem Moment, wo Ach ich ja, Hauptsache ich bin wieder dran schuld. Du. Jetzt warst du.
Ja, Hauptsache ich bin dran schuld. Ah, Ja, ist wirklich in dem Fall gerade. So zweimal hintereinander. warum sind denn unsere Pteranodon da drüben auf der anderen? Hast du die da gelandet? Ja. Also die sind absichtlich dort, wo man nicht hinkommt. Die habe ich die ganze Zeit schon. Na, da kommst du schon hin. Rüberspringen oder wie? Ja. Sicher? Ja, aufs Gewächshaus draufspringen und dann rüberspringen. Draußen sitzt auch einer. Ach, hast schon? Okay. Warte mal. Tja. Okay, aber die anderen Tiere waren alle unbeeindruckt. Das waren nur die Vögel. Weil ich auch noch Das eine waren auch die Passiv zwei- gespielt hab. Die, Aber- die zwei Quetzal waren nämlich auch aufgescheucht. Ja, warte mal, es fehlt noch einer, glaube ich. Ah, Uhu ist noch bei dir Ah, unten. Uhu passt. Sollte- Uhu soll unten sein, das passt schon. Mango. Okay. Ich habe noch Zuchtvogel unten. Ja, weiß ich, aber es müsste. So, warte mal. Wir Haben haben wir doch nicht wieder. Lila, Orange und Spark. Wir haben Zitrone, Limette, Mango, Uhu, Zuchtvogel, einer fehlt. 9 waren's. Und zwei sind unten. Ja, aber es sind herum, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind herum. Ah, hier, Agent Travis. Ah ja, genau, Ah, genau. Der ist Agent, da, wo damals die Krokodile waren. okay. Das war das Falsche. Gott, ist das neblig gerade. Also, wir haben, ich sperre den Megalodon wieder ein, oder? Jo, kannst du machen. Also wir haben den jetzt, ich meine, er wohnt jetzt im Wasser, bei uns im Tümpel, wenn wir wollen. Braucht der irgendwas extra an Pflege? Theoretisch nicht. Also ich meine, Zumindest hast du das Kyriokapselproblem dann nicht. nein, ich kann, das Kryokapselproblem habe ich. Also, er wird nicht kaputt gehen, der Kryokapsel, das ist schon richtig, ja. Ich meine, wenn du jetzt ihn hier hast. Wie wenn ich jetzt den hier habe. Ach Gott, killst du gerade alle Tiere? Nee. Doch, doch, ich hab's ja gesehen. Level 5. Und wieder. Eieiei, Gottes Willen. Der Tümpel ist leer. Nix mehr mit Fische fangen. Das ist schon ein paar drin. Ja. Ja, ich sehe gerade ganze Alle. Ladung. Oh, mal gebe ich ihm eins. Soll ich ihn mal drin lassen? Von mir aus kannst du ihn drin lassen. Er ist halt recht viel Platz, hat er halt nicht. Ist das schlimm? Dann belass es bei dem einen, oder? Fisch im Aquarium hat jetzt auch nicht so viel Platz. Ich meine, er hat zumindest Gesellschaft, sagen wir es mal so. Ja, viele kleine Fische. Könnte ihm noch einen großen dazu tun, wenn wir wollen. Der kann dir auch dann beim Angeln zuschauen. Das ist eine Option, das stimmt, ja. Ach, schon wieder vergessen. Ja. Okay, also Argentavis-Eier haben wir ohne Ende, ne? Da könnten wir mal. Ja, da kommen immer, ich weiß, da kommen immer welche nachher. Ich weiß, die kriegen wir aber auch wirklich extrem oft, also das passt schon. Kurz raus, mal raustun. Dich brauche ich gleich wieder, die tun wir auch mal raus. Dich tun wir auch raus und der Rest kann drin bleiben. Die Dinger brauchen wir jetzt aktuell nimmer. Die aktuell auch nimmer. Du kommst raus. Du bist der Bauplan. Gehst du hoch?
Und zwar ein. Du bist der Werkzeugbauplan. Also die Baupläne übrigens sortiert, gell? Ganz links ist Waffen, Werkzeug und Rezepte. Und Munition. Mittig sind Strukturen. Und rechts ist Rüstung und Sattel. Ja, wir bräuchten eigentlich noch einen vierten, dass man Rüstungen und Sattel unterscheiden kann. Das ist richtig, ja. Beziehungsweise, wenn man dann mit den Strukturen jetzt ja so viele herstellen kann, wäre es wahrscheinlich eher sogar besser, wenn man das noch ein bisschen trennen kann. Zum Beispiel nach S Plus und allem anderen Zeug. Also ganz kurz, wir haben übrigens in der Ding, also wo die Kryokapseln sind, haben wir jetzt 2 Itchy und 2 und ein Megalodon drin aktuell, gell? Nur zur Info. In die Kryokapseln. Okay. Also wir haben quasi hier Fische drin. Die natürlich aktuell nicht leveln, ist ja klar. Weil ja eingesperrt. Und Ach so. Ja, macht's ja nicht vielleicht Sinn, wenn wir da noch einen zweiten rausholen? Dass die beiden schon mal leveln können? ja. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Platz das die in dem Ding da drin haben. Also wie die Dinos an Land, die bewegen sich ja nicht, ne? Die nutzen ja nicht mal ihren Platz aus. Das ist das, was du sagst. Das würde der Hennen züchtet auch sagen, ja. Die wollen sich ja gar nicht bewegen, selbst wenn sie es könnten. Ja doch, du könntest sagen, hier auf, keine Ahnung, was heißt das? Wandern? Glaube ich, so heißt es. Und würde mich interessieren, ob der wirklich dann wegwandert. Ja, die gabeln halt ein bisschen rum. Früher war die Wandern-Funktion anscheinend die Zähmen, also die Paarungsfunktion. Okay. Du musst die quasi auf Wandern stellen, dass sie quasi dann auch herumrennen und sich ja, quasi paaren. Und W. Das habe ich ja noch gar nicht gehabt als Taster. Und das kommt mal da rein. Okay, dann schaut es aktuell schon ganz gut aus eigentlich. Was bin jetzt dabei, was ich vorher nicht dabei gehabt habe? Dem geht's gut, okay, der kommt gleich. Dann tue ich den jetzt dann gleich Fang wieder auslassen. Machen wir es so, hä? Hä? Was willst du machen? Ich habe noch einen in der Zähmung, einen Megalodon. Ach so, irgendwo wird gerade noch einer gezähmt. Okay. Richtig. Dann nehme ich noch einen Sattel mit. Ein Sättel haben wir ja für die Viecher. Also zumindest haben wir haben drei Megalodon und drei Sättel tatsächlich. Für Itchy haben wir keine, gell? Weiß ich nicht, müsstest du nachschauen. Nee. Ich habe am Anfang einmal einen Megalodon zähmt, ganz am Anfang. Und dann ganz am Anfang einmal einen Itchy. Der Itchy, glaube ich, hat nie einen Sattel gehabt, der Megalodon, glaube ich, hatte einen Sattel. Den habe ich dann auch wieder zusammengesammelt, glaube ich. Bin mir ziemlich sicher. Ich stelle den mal auf neutral, ha? Ja. Da soll ich jetzt einfach die Piranhas kühlen lassen, wenn die den überhaupt angreifen. Ich weiß es gar nicht. Ja, also wäre bitte wichtig. Er war jetzt Bitte auf mach der. mir Er nicht war, mein, er war meine jetzt Angel kaputt. Was? Mach mir nicht meine Angel kaputt. Ach, du angelst gerade? Ah, habe Ja, hab ich gerade gesehen. Zieh den Megalodon nicht raus. Wichtiger. Viertelstunde, könnte weißt, anfangen. Minispiel. Naja, wenn dafür das Ergebnis gut ist. Was brauchtest du nochmal Anglergel, ne? Wenn du aus dem Megalodon 5 Anglergel rauskriegst. Dann wäre es deutlich leichter, Anglergel zu kriegen, wie es selber irgendwo runter zu schwimmen. Oh, hier ist wieder Agetavis-Ei. Haben wir eigentlich die jetzt ein Ei gelegt, die zwei?
Welche, die zwei? Verhalten, Paarung. Die haben, die haben Normaleier gelegt, glaube ich. Aber die Spinos meine ich. Ach so, nee, Spinos weiß ich nicht. Oh mein Gott. Ich dachte, du meinst, du bist bei Dublerona. Die haben auch Abklingzeiten, ne? Ja, aber die hatten sie ja schon, also das Weibchen zum Beispiel steht jetzt dabei. Bereit zur Paarung. Ah, 7 Stunden immer noch, okay. Da war noch nicht so weit. Wie geht's eigentlich dem Mini-Rex? Weißt du das? Nee, Hab ich das vergessen, ne? die müssen wir mal rausholen. Irgendwann. Obwohl, wir haben ja immer noch das andere, aber ich weiß nicht, wenn man. Was passiert, wenn man vergisst, den rauszuholen und der wird da drinnen groß? Also er ist jugendlicher Mini-Rex. Also er ist gar nicht mehr so gern, ich hole ihn mal raus. Jugendlich. Aber das heißt aber eigentlich, der kann auch selbst essen, ne? Ich glaube, ja. Soll ich die Tante mal deaktivieren? So muss sie nicht mehr brauchen, ja. Ich tue mal das Benzin auch raus. Ah, ich komme gleich, ich mach noch einmal. Wobei eigentlich ist ja wurscht, die kann ja ruhig laufen. Die hat ja. Ich tue bloß das Fleisch mal raus, einfach aus Prinzip. Ich hatte noch irgendwie gehofft, dass die sich rumbewegt, aber gut. Ich glaube, Ja. das ganze Programmieren viel aufwendiger. Wollte gerade sagen, ist wahrscheinlich. Naja, so ist es halt wie ein Gegenstand, ne? Und der hat halt einen Einflussbereich und so wie halt andere Tiere, ne? Dann kannst du quasi füttern. Mehr soll es ja nicht sein, eigentlich. Also oder Ja. für mehr ist sie eigentlich nicht da. Nö, ist ja auch in Ordnung. Also, Was würde ich ablegen? Benzin. Gott, ich werde langsam müde. Na, geht ja schon auf 12 zu. Okay. Oder Megalon hat es dann gleich 92%. Ich würde sagen, holen wir uns den auf jeden Fall noch und machen wir den dann einfach in die. Oh, So, naja. was backen hier rum? Ich denke mir gerade schon, hä? Hier ist das Ding, hier ist der Barry. Der Baryonyx. Der backt hier rum. Der war noch falsch. Tu das nicht, suche Fisch mit niedriger Gesundheit. Soll ich eigentlich den Fisch irgendwo speziell hintun? Warte, der kann sich hinsetzen. Soll ich den in den Trog packen? Nee, achso, ja, ja, eigentlich, ja, brauchst du eigentlich nicht. Weil bis die das angreifen, Hm? Was meinst du jetzt im Da- da ist aktuell Fleisch drin. Ich weiß gar nicht, ob der Trog so weit geht. Ne, der große Trog schon. Der S Plus Trog. Ganz kurz, der Bartender kann sich hinsetzen, kann nicht wundern. Und der Baryonyx hat eine Sonderfunktion, sehe ich gerade. Ich tue es erstmal Tu den das Fisch nicht, in. suche Fisch mit niedriger Gesundheit. Heißt es. Inventar öffnen. Tu das nicht, suche Fisch mit niedriger Gesundheit. Was immer das sein soll. Müssen wir uns mal mit den ganzen Dinos befassen ein bisschen, ha? So, was hat denn für eine Range nochmal? Schauen wir noch ganz kurz. Show Range. Okay, hier. Ob der Megalo dann quasi im Bereich ist. Oh. Ja, ist er gerade noch. Doch. Okay. Na, doch, der Großteil vom Tümpel ist noch in der Range. Bis zu den Biberdämmen. Doch, passt schon, okay. Ich habe die Babyrex, soll ich die zu den anderen raustun? Oder soll ich ihn erst einmal in der Base dann lassen? Erstmal in der Base, ne? Ja, ja, bitte. Genau. Jugendlicher Mini-Rex, okay. Wo hast denn du das Öl gelagert?
Im Fabrikator oder neben dem Fabrikator. Okay. Ich gebe dem jetzt trotzdem mal ein Stack Fleisch rein. Hat das 40 im Inventar? Da frisst er aus dem Trog, frisst er auch. Du kannst den Fisch ruhig in den Trog reinschmeißen, wenn du magst, ja. Ich habe den alles in den Kühlschrank getan vorhin. Achso, na gut. Ich tue noch ein bisschen was rein von dem Zeug, weil ich mein Fleisch kriegen wir ja ohne Ende und ziemlich schnell wieder. Dann kann den Viechern wenigstens nichts passieren. Und jetzt, ja, das ist einiges drin. Also irgendwer, glaube ich, habe ich favorisiert der Fisch. Dann tun wir gleich noch ein bisschen mehr rein. Der Megalodon vielleicht? Ich glaube, der Baryonyx. Ich glaube, ich mag Fisch. Okay. Ah, ich habe gerade gute Ladung gefressen. Wann warst du das letzte Mal beim Harz aufsammeln? Ah, ewig, ja. Also ich glaube, letztes Mal glaube ich, hast sogar du geholt. War wirklich schon ewig nicht mehr. Okay, der ist gezähmt. Übrigens, der andere Megalodon ist ja, gezähmt. habe ich, Ja. hab ich gerade gesehen, ja. Du sitzt noch am Dach. Fliegen wir mal hin. Jetzt kommt was Lilares runter. Ja. Aber bis hierhin. Ja gut, Oh das Gott, ist jetzt muss ich richtig durchfliegen, dass ich nicht in dem Lasergitter da hängen bleibe. also die Range ist quasi gut dabei, das ist einmal ganz cool. Na gut, dann haben wir jetzt mal ein paar Wasserdinos. Wenn er Low-Level, aber wir haben welche. Ich könnte natürlich jetzt mal hergehen und könnte einen opfern. Für was? Hast du aber jetzt wenigstens auf männlichen? Nee, der 3 weibliche. Ich habe keinen männlichen gekriegt. Also, die weiblichen sind ja generell besser wegen Eier etc. Aber ich habe, ne? Oh, sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Was denn? So ein kleines kleinen Öllieferanten. Das wir ja auch unbedingt brauchen, das Öl. Richtig, wichtig. Hm. Schau. Mir hat sich gerade das Spiel aufgehängt. Ernsthaft? Bist du noch drin? Ja. Ha. Ich stehe theoretisch vor dem lila Ding, aber Das ist sogar lila mit goldenem Kreis. keine Verbindung zum Server verloren. Warte mal, ich pack mal kurz die also du bist nicht mehr drauf, das stimmt, ja. Ja, ich gehe gerade wieder rein. Aber wenn du mich noch hörst, kann ja nicht meine Verbindung weg sein. Oh Gott, er lädt wieder. Okay. Also Zuchtvogel ist da vorne, ja. Was Zuchtvogel? Ja, ja, logisch, ich bin daneben. Richtig sehe ich nicht. Ich bin quasi direkt vor dem lila. Da haben wir ein bisschen Fleisch und da hat Kryokapsel von 1 oder 2. Okay, bin mir aber jetzt nicht sicher, irgendwie lädt da jetzt gerade nichts. Also du kannst uns doch gerne das Lila Hab ich schon. Achso, was war denn Chili-Maske und also Chili-Hose und fortschrittlich und Chili-Maske Bauplan. drin? Alter, dass der Server gar nicht mehr läuft.
Der war auf der Serverliste angezeigt. Achso schon, na, dann läuft das schon, dann passt schon. Dann ist schon gut. Also ich hatte das Problem halt eh schon mal, darum hat es mich gewundert gehabt. Geht mal raus, dann tun wir wieder einen Vogel rein. Das mit den Perlen habe ich wieder vergessen. Ich glaube, du hattest mir sogar mal die Stelle gezeigt, ne, wo es die Perlen gab. Ja, Aber waren das da diese weißen Perlen oder waren das schwarze das Perlen? waren die Weißen. Wo es die Schwarzen gibt, weiß ich nicht. Das waren die Weißen. Irgendwo mittig oben, ne, war das. Nee, du fliegst eigentlich so hier so in die, also rechts am Berg vorbei. Also eigentlich wirklich, wenn du quasi von der, sag mal, wenn du von unserer Base zur zur Ice Base schaust, die auf der Scholle drauf ist, Mhm. mit dem Pfeil, dann rechts quasi am Berg vorbei, am ersten oberen, da an Land entlang, ich kann es auch zeigen. Da kommt doch irgendwann einmal ein Ding, so ein komischer Fluss, wenn du dazwischen siehst. Und da in dem Flussgebiet, da ist so ein kleiner Bereich, ich kann es dir zeigen nochmal. Da sind die Ah, okay. ganzen Muscheln im Wasser. Aber es sind halt meistens viele andere Viecher dort. Ja, nee, Also reicht ja ich, schon ich, aus. ich hatte schon zwei, dreimal Glück, dass ich quasi da hinkomme und dann quasi Dinger holen haben können. Okay, bin wieder da. Das ist der zweite im Wasser jetzt, gell? Du hast zwei Haie im Wasser. In Ordnung. Ich lasse jetzt einfach drin, wie soll ich denn die taufen? Die haben noch nicht mal einen Namen. Nee. Hai? Also, hm. Und Hello. Ne? Und ich würde jetzt tatsächlich ganz, ganz gerne mal hergehen. Würde wirklich einen Hai nehmen. Oder einen Itchy, der vielleicht dann leichter ist. Kann ich einen Itchy-Sattel machen? Jetzt warte mal. Was haben wir denn hier im Schrank drin? Itchy haben wir einen männlichen und einen weiblichen. Gut, da kommt eine Frage, dann nehmen wir den Megalodon. Ich würde nämlich gerne einerseits den Megalodon nehmen, einen Sattel opfern, mich da draufsetzen und einfach mal in den Tod schwimmen. Warum das denn? Aber Hauptsache möglichst weit nach unten. Wenn man sehe, was unten drin ist. Hm. Ja gut, ich würde eigentlich normalerweise jetzt erstmal gerne vielleicht Schluss machen. Ja, darum würde ich gern das mal machen. Ist das okay? Mhm. Ich baue hier einen Beim Schrank. nächsten Mal? Nee, ich würde es jetzt noch ganz kurz machen. Ach, scheiße. Ganzen blauen Sachen, ne. Haben wir noch einen Schrank? Ah, da. Ich würde dann einfach da kurz den Schrank platzieren. Die Null. Ich würde da mein ganzes Zeug reinpacken. Vielleicht bis auf ein paar Schnitzel.
Gut, eine Kryokapsel werden dann weg. Ist die Rau eigentlich noch an? Ne, die Nanny ist aus. Ich habe mein Ding weg, ich habe mein Inventar weggekriegt, das passt. Okay. Aber ich glaube, die hatte sich doch um die Prägung gekümmert, oder? Oder geht die automatisch weiter? Das weiß ich, schalt sie ruhig an, aber du musst, musst den T-Rex, glaube ich, wieder näher dran setzen. Das ist die Frage, Jens, kannst du mich kurz hinschwimmen? Hinfliegen? Ach nee, die war noch an. Jens. Ich muss jetzt mal den T-Rex dicht daran kriegen. Okay. Mach ich denn das jetzt ohne am besten alle quasi? Nee, nee, achso, na gut, passt schon, ja, passt schon. Müsste den. Ah, Ja, na klar, der macht so viel Lärm wie großer T-Rex. Das ist richtig, ja. Ich habe ein Ei geholt, ein Diplodocus-Ei. Was habe ich denn da unten rechts? Da habe ich ein Symbol Okay. neben dem Ding, neben der. Ich habe ein Symbol neben meinem Plus, Jens. Neben meiner. Was hast du? Neben meiner Gesundheit. Habe ich ein ganz durchsichtiges rotes Symbol. Man sieht es, wenn man hier quasi sieht. Ganz, ganz leicht. Das schaut aus wie ein Herz, das ausgeschaut oder sowas in die Richtung. Ja. Komm, wird dunkel jetzt. Ja. Ja komm, flieg mich schnell vor. Ich muss aufs Dach. Du weißt aber wirklich, das ist sehr schnell dunkel, ne? Ja, passt schon, komm. Wo bist denn du? Ich bin bei der Ruine hinten. Ruine hinten. Ich bin gerade vorgerannt. Schmeiß ihn mal dann einfach ins. Was? Wo muss ich hin? Geradeaus weiter? Ich sehe es nicht. Ich hab. Aber, ja, genau, das weiter passt. Passt. Gott, ich habe nichts mehr zu futtern. Da unten dann ablassen, oder? Ja, da unten ist gut. Vielleicht von dem Terrier ein bisschen weg. Vielleicht da hinten am Eck. Na, da Links rechts. oder Rechts, wo der Baum da oben drauf ist, quasi. Lass mich unten raus einfach. Oben. Nee, unten. Genau, einfach hier runterlassen. Perfekt, passt. Danke dir. Okay, kann ich nicht draufziehen. Jetzt warte mal. Du kriegst trotzdem noch Gott. Bleib da. Ich gebe dir die Kryokapsel noch. Geht die auch nicht verloren, perfekt. Schauen wir mal nach unten und mal schauen, was da kommt. Okay, da wird's. Siehst du überhaupt irgendwas? Ja, wenn ich am Boden unten bin, dann bin ich schon wieder. Es ist jetzt übrigens auch schon ziemlich dunkel. Ich bin am Boden und sehe ich was. Egal, noch bloß keine Ausdauer mehr. Gebe ich ihm mal kurz eine. Oh, ist da eine Höhle? Sind das komische Perlen am Boden, glaube ich? Kannst du die aufklauben mit dem Megalodon? Nein, ich glaube nicht. Okay, hier ist eine Wand. Ich bin. Okay, ich schau mal, ob ich wieder nach oben komme.
Ich bin jetzt ganz nach unten geschwommen. Ich habe sogar einen Erfolg gekriegt. Tiefste Tiefe. Wie? Dort schon? Ja, Okay. Ich war nicht weit unten. Oh gut, ich glaube, ich gehe drauf. Weil mir egal, ja, ich erstick. Bin gleich tot. Mir egal, noch zu wenig. Und tot. Okay. Ich spawne dabei. Okay. Aber dein Megalodon lebt noch. Wir könnten ihn vielleicht, wenn du drüber fliegst, kann man vielleicht pfeifen, ja. Theoretisch. Wir haben jetzt eigentlich alles gesaved, sag jetzt mal von dem her. Ich habe irgendwo auf Pfeifen gedrückt, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie tief das der ist, keine Ahnung. Irgendwas greift mich gerade an, ich sehe es noch nicht was. Nee, flieg weg, flieg weg, flieg weg, flieg weg. Es Was, wird, ich bin in der Luft. flieg trotzdem weg. Wie wert, dass du drauf gehst. Ich weiß, was du meinst, das sind die ganzen Boxen hier an. Jetzt sind wir wieder Dinge auch an, hier jetzt die Tröge. Hm? Die Tröge sind an bei mir. Achso, die waren bei mir wieder weg. Na, das waren irgendwelche kleinen Dinger. Die haben mir jetzt nicht wirklich groß Schaden gemacht. Okay. Oh Gott, ich habe schon wieder keine Ahnung, wo unsere Base ist. Weil ich in die falsche Richtung fliege. Da. Den auch weg. Jetzt warte mal. Also es geht tatsächlich gar nicht so weit runter. Also ich... Okay, jetzt sind sie weg. Ich meine, gut, wir haben jetzt natürlich das Ding aus. Ja, super. Zweimal ein Kompass. Also, natürlich ist es die Frage, wenn natürlich der Megalodon überlebt, umso besser. Aber... Bist du da? Ich bin wieder da, ich park gerade ein. Du musst dir dann vielleicht mal die Position zeigen lassen, wo er ist. Ich bin gerade dabei, ich flieg gerade hin. Gibt so kleine Luftviecher, die eventuell etwas lästig sind. Ich schau mal. Der muss eigentlich ganz hinten an der Map dran sein. Fliege immer in die richtige Richtung, okay. Oder bin ich über Wasser? Fall nur nicht ins Wasser. Nein, ich bin schon ein Stück drüber. Du kannst auch Licht anmachen übrigens, ne? Nein, nicht Bist wenn ich das Handy in der Hand habe. Achso. Das ist das Problem. Megalodon, also der lebt immer noch. Was mich wundert. Ich fliege mal ein bisschen tiefer, dass ich sehe. Ah, da ist er. Okay. Also ich weiß, wo er ist. Okay, er kriegt Schaden, glaube ich. Kannst du pfeifen? Ich versuch's gerade die ganze Zeit. Auf was ist denn eigentlich eingestellt? Auf, Ich glaube ihm nicht. Ich versuche das in Pfeife, ich schau jetzt mal.
Lebt noch. Er kämpft auf jeden Fall. Kann ihm jetzt auch nicht helfen, leider. Naja. Okay, ist tot. Megalodon Level 24. Der gleich war auf dein Ziel angreifen, gleich waren. Also ich habe nichts umgestellt gehabt. Aber es ist egal. Ich wollte es noch ausprobieren, wie weit. Also es geht gar nicht mal so schlimm runter. Also es ist. Aber ich bin runter, immer, da bin ich runter, dann bin ich nochmal runter. Und dann, sag mal, so auf Drittel Weg nach oben ist mir dann der Sauerstoff ausgegangen. Hätte ich geschafft, wäre der Megalodon, hätte mehr Ausdauer gehabt. Ausdauer war das Hauptproblem, sage ich jetzt mal für Megalodon. Hätte er die ganze Zeit weiter schwimmen können in der Hauptgeschwindigkeit, wäre es kein Thema nicht gewesen. Wahrscheinlich, denke ich mal. Also das wäre jetzt eher so das, oder wäre jetzt das hätte funktioniert, glaube ich. Ich kann übrigens gar nicht sagen, wie ich mich dann freue, dass wir ins Bett reinflack. Heute ist mein neues Kissen kommen. Ich bin halt schon mal, was ich keine Ahnung, eine Viertelstunde draufgelegen. Das ist war so ein Unterschied. Ja, also das hat er nicht nur, das Kissen hat nicht nur Tobi empfohlen tatsächlich, aber Tobi war tatsächlich der Erste. Ja, ich habe genau das gleiche. Also ich habe es heute mal, also heute ist kommen, ich war drin, habe es ausprobiert, bloß die hatten keins mehr, dann habe ich es bestellen müssen. Und heute quasi war es dabei. Und ja, es hat schon, war schon ein anderes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Wirklich. Hat wirklich so eine kühle Seite gehabt. Das haut auch ganz gut hin, muss ich ehrlich sagen. Also hätte ich nicht geglaubt, dass es wirklich so gut ist, das Ding. Aber ist das gleiche wie vom Tobi, genau. Richtig. Also ich finde es super. Okay, ja gut, und Megalodon ist tot. Gut, haben wir einen Sattelkopf, fertig all. Aber zwei haben wir unten drin. Zwei Itches sind im Schrank. Ichthyosaurier. Das sind eigentlich so, die kannst du mit einem Stück Fleisch zähmen, Jens. Die schwimmen quasi her zu dir, die tun da nichts. Sind ziemlich neugierig. Mhm. Ah, ja. Okay, aber gut. Ah, ich freue mich jetzt wirklich. Ich bin echt gespannt, ob die Verspannung endlich mal weggeht. Gut wäre schon. Ah, okay, gut. Aber dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Morgen weiß ich nicht, wie es ausschaut. Weil es morgen echt stressig wird. Und vor allem habe ich morgen bis um 10 Arbeit ungefähr. Und mal schauen. Aber drum eventuell, wenn es hinhaut, komme ich in live. Ansonsten sehen wir es dann schon. Alles klar. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Meinte Adios, Servus, Ciao.